Habt ihr eigentlich gewusst, dass bei Simpsons alle Charaktere vierfingerig sind? Ausser Gott und Jesus, die haben 5 Finger. Herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich willkommen zur 6. Episode. Heute ein bisschen speziell. Wir sind heute einerseits live. Die Leute können das live zuschauen, wenn wir den Quatsch hier machen. Und wir haben nicht nur den Ullen Hallo. dabei. Wir haben auch den Troy Hammeren Hallo. und den Dikor, Hallo zusammen. wo uns heute hier als erstes Mal als Gäste, also unsere allerersten Gäste hier im Podcast begleitet für die Episode. Wir machen das Gleiche wie jeden Monat. Quatschen über was wir geschaut haben, was wir vielleicht am Schauen sind, was wir werden schauen, auf was wir uns freuen, etc. Filme, Serien, Games. Wenn wir ins Kino gsi sind, auch das. Ich weiss nicht, wer das heute noch ins Kino geht, aber es gibt Leute, tatsächlich. Es wird ein bisschen, durch das, dass wir 4 Personen sind, wird es ein bisschen vielleicht ein bisschen gekürzt vorkommen, im Sinn von Ulland und ich machen nicht unsere halbstündigen Monolog, sondern es kommt hoffentlich ein bisschen jeder zu Wort. Das Ich wird hoff's diese mal. Green Lantern-Folge. So Green Lantern-Folge. Weil Green Lantern einfach gefühlt ein Film ist, der eigentlich 3 Stunden sollte gehen, aber sie haben es irgendwie auf 1 Stunde abgekürzt. Also einfach das ganze Material einfach abgekürzt. Das ist unsere Green Lantern-Folge jetzt. Du kannst das ja über Herr der Ringe auch sagen und so, hä? Ja, Auch alles kommt drauf an. zusammengestrichen. Also wenn du die Extended Version schaust. Genau. Ich weiß nicht, wenn ihr euch noch schnell vorstellen oder so, vielleicht, oder nicht, oder wie auch immer. Dann fange ich mal an. Mach das Ich gern. bin der Troy. Ich streame auch auf Twitch. Ich erlaube mir jetzt auch schnell zu sagen, wo man mich auf Twitch findet. Also twitch.tv/TroyHammeren, jeden Samstag ab ca. 19 Uhr. Und es freut mich riesig, dass ich da bei euch im Podcast dabei sein darf. Vor allem, weil es halt auch ein Themenbereich ist, der mich sehr interessiert, wo ich so ein bisschen ein Nerd bin. Also gerade Filme, Serien und so. Richtig geil. Also ich freue mich drauf. Schön, danke vielmals. Den Dikor sehen wir, aber höre ich den nicht. Technik, danke. Wie das einmal geklappt hat. Dikor, man findet mich auch auf Twitch, streame Games, Metalhead, Kampfkünstler. Und ich pflege mein inneres Kind sehr stark, also hat man mit mir immer etwas zu lachen. Und es freut mich auch mega, dass ich da dabei sein darf. Und fühle mich geehrt, also als erster Gast mit dem Troy zusammen die Folge aufzunehmen. Blah. Let's go. Let's go. Also, Sehr schön, vielleicht ja. die- Ja, sorry, Jule, mach. Nein, ist schon gut, mach nur. Ich habe nur einen dummen Spruch geben. Ich muss mich heute ein bisschen zurückhalten, dort sind wir ein bisschen mehr. Heute haben wir ein bisschen Zeitdruck unter Umständen, ja. Uns zwei kennen ihr ja, der Ulland und ich, hoffentlich. Wenn nicht, dann grüezi wohl. Schön sind ihr da, habt ihr da gefunden. Ja, ich weiß nicht, ob wir gerade das erste Thema rein wollen starten. Willst du drauf Wir- Anfang machen, Ulland? Wir brauchen ein Wheel, wo Ein wir so Wheel? können drehen und nachher dann heisst es entweder Games, Serien oder Filme. Das wäre das noch wär etwas, was wir geil. könnten machen. Mal etwas. Ja. Tatsächlich, glaube ich, fange die Woche mit meinem schwächsten Thema an. Und ich glaube, das ist auch das, was wir eigentlich in der letzten am wenigsten versprochen haben, und zwar ist das Games. Games. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich in ein Spiel wieder ein bisschen neu verliebt, bin dort mega am Absumpfen. Viele Leute fragen mich, warum man sich das allein spielen. Und zwar ist das Lord of the Rings, Return to Moria. Es ist so eine Hassliebe. Es ist mega geil und es ist aber auch mega der Pain. Und ich alles allein muss rumschleppen. Ich muss alles allein machen, meine Hütte aufbauen, wieder zügeln. Ich glaube, die Leute von unserem, die jetzt da drin sind, die kennen das anders, von einem anderen Game, wo sie gerade am Suchten sind. Und ich probiere das eben einfach mal fertig zu bringen, aber es
Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Gibt es ein Ende? Es gibt ein Ende, ja. Es gibt ein Okay. Ende. Machen wir es schnell. Ja, also eigentlich von Anfang an wird er eigentlich auftreten, du musst den Gimli wiederfinden. Also einfach deine Gruppe. Und das sekundäre Ziel ist Moria wieder zurückzuerobern und ja, allein gegen so eine Horde von Orks, Urukai kommen auch drinnen vor, ist es ein bisschen schwierig. Und tatsächlich stoßt noch auf ein viel grösseres Problem in den Tiefen von Moria, wie das du eigentlich erhofft hast. Und ja, wenn ihr mal interessiert seid, kann man doch einfach mal vorbei schauen. Ich glaube, so das nächste oder übernächste Mal wird in der Kampagne fertig bringen, hoffentlich. Nach jetzt 80 Stunden Spielzeiten. Genau. Die Zwerge, die dürfen einfach nicht zu tief graben, Ullen. Du Mhm. weißt es ja, wie es ist. Du weißt, was denn dort ausgraben wird. Der kommt nicht vor, bis jetzt. Okay. Der kommt nicht vor. So schade. Ja, aber es kommt dafür etwas anderes vor. Eine Storyline, wo ich muss sagen, Alter, die finde ich auch mega nice. Und das fährt jetzt so ein bisschen von in ein Ende rein. Es spielt eben eigentlich nach der Trilogie von dem her. Also sprich, Also der ist- Gimli versammelt Zwerge, um Moria wieder zurückzuerobern. Ja, Entschuldigung. Ist es etwas, was neu dazu erfunden haben oder etwas aus der Geschichte, die man schon kennt? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Okay. Also ich glaube, der eine Teil ist sicherlich dazu erfunden, aber ich glaube, das mit dem Gimli, das stimmt, dass er Moria zurückerobert. Mhm. Das also, Ah. ja gemeint gehabt. Aber hat das Spiel wirklich viel Story? Also ich habe mal ein bisschen zugeschaut bei dir im Stream, aber es ist mir jetzt nicht irgendwie so vorgekommen, dass es wäre dort viel Story, sondern es ist so ein bisschen aufbauen und I don't know. Ja, also es ist ein Survival-Game in dem Sinn. Also du musst schauen, dass du zu fressen hast, du musst schauen, dass du irgendwie einen Ort für deine Zuflucht hast. Also es ist eigentlich eigentlich wie ein Valheim. Es ist so ein Okay. Go, Rest, verbessere dich, dann gehst du ins nächste Gebiet. Du tust dir dort wieder aufbauen, damit du die Shit together hast und dann gehst du wieder weiter. Das ist ein bisschen mühsamer dran. Es hat eine Storyline drin, in dem Sinn, aber die ist ganz schwach eigentlich. Also das Hauptmerkmal ist wirklich, gang in die Höhlen hinein, gang und Zeugs herausfinden, Lehrgeschichte von den Zwergen ein bisschen kennen. Also sie haben Haufen Storylines von der Lore drin, was ich mega geil finde. Aber ja, eben der Shit ist halt, ich bin allein unterwegs. Normalerweise spielt man das in einem Coop-Game. Ja, das momentan niemand anders spielt, mache ich es halt allein. Okay. Ja, wir Genau, haben es ja aber mal es zusammen gibt angefangen. gehabt. Genau, es gibt einen Solo-Mode, wo du halt einfach ein bisschen mehr Ausrüstung überkommst in dem Sinn. Und also mit dem geht es relativ gut, aber das habe ich erst nach irgendwie 40 Stunden Spielzeit gemerkt, dass es auch einen Solo-Mode gibt. Ein Solo-Schwierigkeitsgrad. Und am Anfang, du bist einfach nur bumst vor allem. Warst du noch schon vorne Genau. an dann? Nein, du kannst das wirklich während dem Spiel kannst du das ändern, das finde ich noch geil. Okay. Genau, also kommst Nice. einfach mehr Mats über und die Gegner sind ein bisschen schwächer. Aber eben, so wie ich es angetönt habe, ich spiele das allein, aber es gibt auch Leute, die werden sicherlich jetzt dann über das Spiel diskutieren, wo man im Coop kann reden. Ich glaube, ich gebe gerade mal weiter an die zwei Herren Blackjack und Decor. Ich glaube, ich spüre das so in meinem Urin, dass da jetzt irgendetwas kommt, wo einem ein bisschen packst. Oder? Also, es passieren. ist schon so. Also, Ja. das, was du gesagt hast, von wegen, du hast jetzt 90 Stunden in dem, wir haben das auch geschafft. Ich glaube, also die Code hat glaube ich, ein bisschen mehr als ich mittlerweile. Pro Stunde. Aber wir haben es nicht innerhalb von x Monaten geschafft, sondern wie lange sind wir dran? Woche? Seit Release sind wir dran. Ja, glaub, etwa eine Woche ist jetzt, Ja, meint etwa ihr? eine Woche, ein bisschen mehr, glaube ich, ja. Oder 2 sogar fast. Jetzt mit, Ja. ja, stimmt, es ist am Dienstag rausgekommen. Ja. Also jetzt sind wir bei 1,5 Wochen oder so, ein bisschen mit den 1,5 Wochen dran. 90 Stunden 97,8 reingebuttert. Stunden habe ich schon Boah. drauf. Ich muss mal schauen. Aha. Ich bin bei 96,2. Und wir reden über Spielpack Style. Und Genau. es ist so.
Es ist ein faszinierendes Spiel. Ganz ehrlich, irgendwie bietet es dir nichts, aber im gleichen Atemzug alles. Das ist strange an dem Spiel. Das verstehe ich selber noch nicht ganz, weil es ist in einer Alpha, es ist im Early Access. Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass sehr offen kommuniziert wird, mit was du zu rechnen hast. Und wenn du mit dem nicht umgehen kannst, bitte lass es bleiben. Wir reden hier von Bugs, Crashes, möglichen Vibes, die es gibt. Und ja, der liebe Jack hat das ein bisschen lanciert, weil er Leute gesucht hat für das Spiel. Und ich habe mich irgendwie addicten lassen von ihm. Hat dann auch noch meine Frau addicted. Einen Kumpel habe ich auch noch addicted. Der hat auch noch ein paar angesteckt. Und so hat sich der Virus verbreitet. Und wir haben jetzt mittlerweile einen Clan. Und ja, Jack, erzähl mal ein bisschen über Technik und über sie vom PAX Day. Also vielleicht für alle, die sich jetzt denken, was ist PAX Day? PAX Day ist ein Social Sandbox MMO. Wenn man so bezeichnet sie sich selber. Jeder, der sich denkt, oh cool, das MMO, weil er WoW gespielt hat oder so, komm, ich bin ganz ehrlich und ganz direkt, spiele ich das Spiel nicht. Kauft es euch nicht. Weil das ist nicht das, was ihr erwartet. Es ist kein MMO im klassischen Sinn. Es gibt keinen NPC-Händler zum Beispiel. Das ist etwas ganz Grosses. Die einzigen NPCs, die rum sind, sind Wildtiere und irgendwelche Zombies und NPC-Gegner in der Ruine. That's it. Die ganze Welt ist eigentlich im Moment, kann man so sagen, ein bisschen im Aufbau. Und es wird alles von den Spielern aufgebaut. Wenn ihr mal beim Decor oder bei mir in die Streams hineinschaut, wenn wir wieder mal über die ganzen Gegenden fliegen mit der freien Kamera, zum schauen, wo haben sich alle Spieler angesiedelt. Es gibt so viele Orte, es ist riesig und es hat so viele Leute auf diesen Welten mittlerweile, es ist unglaublich. Und überall wird irgendetwas aufgebaut. Da baut wieder ein schönes Häuschen im Wald, da baut wieder ein riesen Clan, irgendeine riesen Festung auf einem Berg oben oder so. Aber es ist ein sehr grosser Social-Aspekt hinter dem Spiel. Handeln oder so, muss ich sagen, ja, das müssen die Spieler selber machen. Also sagt das Spiel selber auch, ja, wenn ihr wollt handeln, dann arrangiert euch, handelt zusammen. Und ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen fasziniert an dem Ganzen. Schauen, wie ich komme von EVE Online ein bisschen, wo ich das schon gekannt habe. Und zum schauen, ob das in der heutigen Zeit, ich weiß, was mit EVE Online passiert ist, und zum sehen, ob das in der heutigen Zeit so nochmal funktioniert. Ich bin gespannt. Vielleicht zum Hintergrund vom Spiel nur, das Spiel wird entwickelt von ehemaligen Leuten von Blizzard und CCP, also die an WoW und an EVE Online gearbeitet haben. Und Remedy, dann sagt das vielleicht auch noch etwas, das Entwicklerstudio. Das ist tatsächlich so etwas, also vor allem EVE Online und WoW-Entwickler, die mich ein bisschen überzeugt hat, um zu sagen, okay, ich gehe da mal rein, auch wenn es nur Alpha, Early Access, was auch immer ist. Ja, und die Sucht ist da. Also. Das ist extrem. Also wir sind sogar so weit gegangen, liebe Leute, ihr müsst euch vorstellen, man hat Spots, die man in diesem Spiel claimen kann. Da kommst du einen Kreis über und auf diesem Kreis kannst du wirklich in der Welt, in der baubaren Welt, es gibt auf diesen 4 Maps immer so eine Zone, das ist die Wildlands, die kann man nicht bauen. Kannst du dir einen Spot suchen, du lädst dir den Plot dort an und dann go for it. Ja? Dann kannst du dort dich verwirklichen. Und wir als Clan haben uns zusammengeschlossen zum Start. Wir sind ziemlich von der ersten dort angekommen. Wir haben eigentlich Free-Place-Wahl gehabt. Ist dann ein bisschen schief gegangen mit dem Platz schlussendlich, weil gewisse anders sich vorgestellt haben, was es ist. Und wir haben dann auf einmal so... Ja, ich habe dann am Chat eines Tages geschrieben, ich bin unzufrieden, ich will zügeln. Also nein, ich bin unzufrieden, ich überlege mir auch den Clan zu verlassen, ich move, ich muss dort weg, aus Gründen.
Und dann sagt er, ja, okay, ist kein Problem, können wir ja darüber reden. Und auf einmal schreibt er mir zurück, oh Mann, jetzt hast du mich auch zum Denken gebracht, weil eigentlich hast du ja recht. Ja, das hat dann einen Abend gegeben, wo wir, glaube ich, nur 4 Stunden lang zu Fuß auf dieser Maps rumgelaufen sind. Und haben nach neuen Spots gesucht und haben schlussendlich auch gemoved. Und es war ein Pain, das ganze Zeug. Das alles Kannst du sagen? abzureißen und das Material, es gibt dort nichts. Pax Day ist nichts, wo du Plug and Play einfach kannst moven und teleportieren. Das musst du alles laufen. Und das ein Alpha ist, zu Fuß. Wir haben leider noch kein Tierli, wir haben noch kein Kerli. Und es ist wirklich rudimentär am Anfang. Aber wenn man in dieser Welt innen ist, es ist so ein Zustand, ja, schaut es euch gut an, bevor ihr es kauft. Aber wenn ihr drin sind, die Atmosphäre, die das Spiel bietet. Wenn man mitten im Wald steht, das Lichtspiel auf dieser Unreal 5 Engine, selbst auf Flow-Settings, das ist einfach nur wunderschön. Die andere Sache, die der Jack erwähnt hat, das Social Aspekt, das ist wirklich nicht für jeden. Also, wenn du ein Spieler bist, der geführt werden will, geh von A nach B, geh zurück zu B, dann geh zu C. Wenn du das brauchst, was ich absolut verstehen kann, dann bist du im Pax Day falsch. Absolut. Da hat der Jack recht. Da bist du falsch. Du bist aber auch, wenn du ein Solospieler bist und neu reingehst, falsch dort, weil du bist dann allein. Also bitte allein spielen, das ist so. Es ist sicher erreichbar, aber das ist so unverhältnismäßig, was ihr müsst grinden an Material, weil der Social-Aspekt, jeder ist auf den anderen angewiesen. Ich habe mir den Job Jäger-Lederer jetzt einmal genommen, weil der Jack unbedingt die Schmiede hat nehmen und als erstes mit der Idee gekommen ist, hätte ich auch wollen, habe gesagt, komm, tu es, du machen. Und am Anfang sind wir noch ein bisschen blauäugig, alles hat ein bisschen jeder gemacht, so ein bisschen, und plötzlich merkt man, oh, ich komme gar nicht so weit. Also, schon allein für das ums Lederskillen, da bin ich wirklich jobmäßig, du musst dran sein. Es ist nichts, wo man schnell reingeht und schnell etwas erreicht. Bringt Zeit mit. Es ist ein langfristiges Projekt und wenn ihr das mit den richtigen Dudes und Dudinen spielen könnt, kann das grossartig werden. Und wenn es dann den Handel implementiert, wo man auch mit anderen Leuten kann, wirklich Handel betreiben, nicht nur man trifft ihn per Zufall oder geht vorbei und rührt es aneinander raus, sondern man kommt auch etwas dafür über. Es kann etwas Grossartiges daraus werden und ich hoffe, dass es nicht ins Sand setzt. Ich glaube an das Game auf eine Art. Ich habe es auch schon upgraded, habe noch mehr Geld ausgegeben, dass ich mehr bauen kann. Ja, die Sucht ist gerade gross und ich genieße es einfach gerade nur. Wenn so eine Sau rumfahren von Schlachten. Ja, genau. Und so viel wie ich weiss, ist der Bär der Endgegner im Moment. Okay. Also als Wildtier, ja, vom Wildtier her ist der Bär definitiv noch nicht so wirklich balanced. Der kommt sich ein bisschen vor wie ein Big Boss, das ist so. Mal schauen, was da noch kommt. Eben, man muss damit klarkommen, dass gewisse Sachen einfach nicht funktionieren. Also ich habe noch nie in einem Spiel so viel Relogs gehabt, weil ihr eine Kiste setzt und ihr seht sie nicht. Das Gute ist am Relog, der geht keine 10 Sekunden. Ja, aber das ist geil, ja. Bist wieder drin. Das sind halt noch so die Alpha-Start-Probleme, aber das sind so kleine Probleme, wo einfach drüber hinweg schaust und damit lernst du umgehen. Das grössere Problem wird wahrscheinlich sein, wenn es dann nicht mehr rum ist, wir, die uns daran gewöhnt haben, zu merken, ist ja gar nicht mehr nötig, jetzt können wir uns anders verhalten. Das ist ja das, was wir auch im Star Citizen schon immer gesagt haben. Wo wir das letzte Mal gespielt haben, ich glaube, wo du auch dabei bist, Dico, haben wir auch gesagt, ja, ein Quantum Drive sollte da vielleicht nicht im Schiff rumlaufen. Mittlerweile kann man es zwar eigentlich recht gut machen, aber wir, die das Spiel schon x Jahre spielen, die wissen, früher, wenn du im Quantum Jump ausgestiegen bist und rumgelaufen bist, ist einfach so 50-50 Chance gewesen, dass du einfach plötzlich aus dem Schiff rausgeflogen bist und das Schiff dann tschüss. Oh shit, du bist dann dort irgendwo mit im Nirgendwo gehockt. Und das ist aber geil. Ja, das ist das erste Mal geil. Das zweite Mal denkst du, fuck, schon wieder. Ja. Aber das sind genau so Sachen. Ist halt eben auch ein Game, wo nicht einfach kannst an die Homebase zurückportieren und nachher hast du deinen Stuff noch. Du verlierst. Ja, was du verlierst, ist ja weg. Oder musst du ihn wieder mühsam holen. Mhm. Das ist jetzt genau so ein interessanter Punkt. Du hast vorhin gesagt, aber man kann nicht teleportieren, du musst die ganzen Weg laufen. Also, erste Frage. Kommt noch ein Feature, wo du irgendwann teleportieren kannst, oder ist es beabsichtigt so gemacht,
dass sie sagen, hey, wir wollen die Funktion nicht drin haben. Weil ich finde es eben wirklich viel geiler, wenn du es eben nicht hast. Für mich macht es das Spiel viel immersiver, wenn du dich nicht einfach kannst teleportieren, sondern du musst wirklich die Zeit nehmen, um irgendjemandem hinzukommen. Also Ja. ich kenne jetzt zum Beispiel Valheim und ja, da kann man auch teleportieren. Und mich hat das irgendwie immer so ein bisschen genervt, wenn der Moment gekommen ist, weil es auch viel einfacher geworden ist. Und ich habe es irgendwie so geliebt, alles vorzubereiten für eine Reise, das Schiff parat zu machen und dann den Weg zu segeln und die ganzen Abenteuer zu erleben, auch auf dem Weg. Das finde ich viel geiler. Dann wärst du richtig im Pax-Day. Also es gibt Mhm. einen Teleport, das gibt es tatsächlich, das ist jeweils der Home Shrine, das ist der Hauptschrein, wo du reinloggst, weil halt die Welt dermaßen groß ist, weil du die High-Map mit diesen Regionen, du wirklich die Möglichkeit hast, innerhalb von einer Stunde, haben wir glaube ich gesagt, Jack, oder? Wie ist die Abklingzeit vom Home Mhm. Shrine-Port? Mhm. Kannst du dich einmal in der Stunde dort auf den Home-Schrein zurück teleportieren. Also wirklich, wenn du 3 Stunden wirklich Realtime rausgelaufen bist und jetzt nicht nochmal 3 Stunden willst zurücklaufen, die Möglichkeit hast, die musst du aber nicht brauchen. Also du kannst die nicht highporten. Es kann dann sein, dass du gleich von dem Home-Schrein nochmal eine halbe Stunde Realtime musst zu deinem Daheim laufen. Also das ist der einzige Weg. Ich hoffe auch, dass es so bleibt, weil eben die Immersion ist da. Du bist am Wandern, du bist am Exploren, und am Anfang war es leer gewesen. Jack und ich sind einfach umeinander gelaufen und dort eine wunderschöne Natur und das ist wirklich schön. Und jetzt mittlerweile, du kommst um die Ecke, bam, steht eine fette Burg vor dir und denkst nur, holy, was haben denn die da gebaut? Nebendran ein kleines Dörfchen, also da entstehen wirklich gerade Zivilisationen. Okay, Mhm. geil. Ja, Das klingt schon mega nice. Also ich glaube, ich muss dort auch mal reinschauen. Ich habe natürlich bei den Streams schon ein bisschen mitgeschaut und habe immer gedacht, irgendwie sieht es mega interessant aus, aber ja, ich schaue jetzt lieber noch ein bisschen mit, aber wenn du jetzt da so erzählst, es würde mich gerade mega reizen. Es ist einfach- Es ist halt einfach ein Game, wo ich muss sagen, wenn du einfach schnell reinschauen willst, dann ist es nichts. Dann würde ich sagen, außer du sagst ja, du mir ist das Geld scheißegal, ich schaue mal 10 Stunden rein, buche ein bisschen Zeugs rum und dann ist okay. Ja, kann man machen, aber das ist auch, wir haben auch unseren Clan tatsächlich ein bisschen aufgeräumt, Leute auch wieder rausgerührt tatsächlich, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen vielleicht schauen, dass wir ein bisschen Spieler haben, die, ich nenne es jetzt mal, das ein bisschen ernster nehmen vielleicht auch vielleicht ein bisschen, ich sage das nicht gerne, aber committed, zum zusammen etwas aufbauen dort. Das heisst jetzt nicht, dass jeder da jetzt 100 Stunden in der Woche muss reinstecken oder weiss ich was, aber einfach, dass man zusammen vielleicht etwas macht oder ja, dann kann es funktionieren. Auch nur noch schnell, auch das, was der Dicor gesagt hat, von wegen Solo-Player, du kannst auch als einer, der jetzt keinen Clan von Anfang an hat, reinkommen und dann probierst du irgendwo anzuschliessen. Du siehst vielleicht, da hat es einen Clan, tust mal irgendwie in der Nähe in deinem Plot, tust mal ein Häuschen, schaust mal, was die machen, gehst mit denen reden. Dicor und ich haben das geilste Erlebnis gehabt. Ich habe vor ein paar Tagen bin ich beim Rumlaufen bei einem Häuschen vorbeigekommen, wo einer ein riesen Wikingerhaus hat bauen. So ein A-Frame Wikinger-Halle-Ding. Langhaus, genau, danke. Und ich bin dann dort allein unterwegs gewesen, bin mal mit dem schnurren und gesagt, hey, ich bin mega gespannt, wie es aussieht, wenn du fertig bist. Und der andere, ja, ich auch, ja, voll. 2 Tage später, der Dicor und ich, so bevor wir offline gegangen sind, haben gesagt, hey, komm, weißt du, gehen wir einfach bei dem vorbei schauen. Dann sind wir schnell zu dem spaziert oder gewandert, kannst du sagen. Mal schauen, der hatte schon eine riesen geile Hütte mit einem abgesenkten Feuerstelle und so und richtig geil etwas gebaut. Da haben wir wieder mit ihm geschrieben und der Dicor hat ihm dann noch ein paar Geschenke gemacht, weil dieser so halb nackt rumgelaufen ist und so. Und es war cool. Das ist doch eben geil, man, so Community-Games eigentlich in dem Sinn. Also genau. Schlussendlich, in dem Sinn, ziehe ich mir raus, eben, du hast nur gewisse Aspekte von einem MMO wie WoW oder so drin. Eben, also eben deine Gesellschaft oder deine Gilde, wo du drin bist, hat einfach das Zusammenspielen. Du kannst allein, aber es macht halt mehr Spaß mit mehr Leuten. Ja, MMO heisst ja per se nur Multimassive Online. Das bedeutet nicht, dass du einen Questgeber hast.
wo die einfach immer banal zu langweiligen Sammel- oder Kill-Quests schickst und du für Heute das 5 neues Eber. Stuff bekommst. Hä? Genau. Heute 5 Eber. Du nicht Genau. immer KRC. Genau so. Aber das ist aber das, was die Leute auch durch die Games erwarten, oder? Die Erwartungshaltung ist dann, man hört MMO und dann hört man aber man hört dann nicht, dass es nicht MMORPG ist. Das RPG, das überlassen sie, das ist ja gar nicht um. Ich meine, wenn du das anschaust, jetzt in einem anderen Bereich, sobald viele Spieler zusammenkommen, wo du mit anderen kannst spielen, oder ein Battlefield auch, das wäre ja auch ein MMO. Dort sind 32 gegen 32 Leute, es ist ein anderes Gameplay, aber es ist ein multimassive Online-Spiel. Und dort hast du auch keinen Questgeber, der dir sagt, was du zu tun hast. Oder? Und Pax Day hat dort schon einen Suchtfaktor, wo wir sind am Spielen und am Fantasieren, was wir uns alles würden wünschen, und du kannst denen auch Feedback geben, wo sie darauf angewiesen sind, auch ja, es kann Grossartiges entstehen, und ich hoffe, dass es durch die Community nicht kaputt gemacht wird. Also, das ist also die grösste Gefahr, wenn es einen Handel gibt. Das andere Beispiel gegeben, das es ähnlich kennt, wo dann leider in die Hosen ist, wie der Marktführer war. Aber unser kleines Grüppli hat Spass, man unterstützt sich gegenseitig, dann schallt es wieder mal. Da schmieden wir mal die Pfeile, ich muss jagen. Weil er muss man die Spitzen machen. Ich habe es ja nicht geskillt, ich habe das Holz dazu. Ich kann dafür gerade Tierhüte verarbeiten. Dann brauche ich dann aber von der Pagani, die dabei ist, brauche ich die Schneiderei-Sachen, die Fäden. Also es ist sehr, sehr realistisch irgendwie verknüpft miteinander. Ja. So, aber ich glaube, genug Pax Day. Troy, was ist so dein Highlight? Also ich habe da mehrere Sachen auf meiner Liste, aber da, wo ich am meisten suchte im Moment, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich so viel erzählen kann über das Spiel, wie jetzt der über Pax Day erzählt haben. Aber das Spiel bei mir ist Slay the Spire. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist das mit dem Jack Drachen, kennt's. oder? Oder nicht? Nein, das ist Spyro. Spyro, ja. Okay, ja, da haben sie es verwechselt. Sagt man gar nicht Okay. Slay the Spire, nein. Also Slay the Spire ist ein Deckbuilding Roguelike Spiel. Und es geht eigentlich darum, also man hat so 2D-Grafik, sage ich jetzt einmal, aber man kämpft immer mit so Karten, also mit einem Kartendeck. Und was soll ich jetzt anfangen? Ich fange mal dort an. Es gibt verschiedene Charaktere, die man sich auswählen kann. Jeder Charakter hat ein eigenes Grunddeck. Und dann tut man sich auf dem Weg, also man hat so einen Weg zum Boss. Man kann dann auch entscheiden, wo man durch will. Also man hat wie eine Karte, wo man sieht, hey, dort hat es einen Gegner, dort hat es einen Miniboss, dort hat es einen Händler, wo man Karten kaufen kann und auch Karten aus dem Deck löschen kann. Dann gibt es Lagerfeuer, wo man wählen kann oder wo man durchgehen kann, wo man dann sich healen kann oder eine Karte upgraden kann. Und schlussendlich bekommt man bei den Bossen bei den Bossen, Minibossen und bei den normalen Gegnern auch Kartendrops über. Das heisst, man tut das Deck on the fly immer erweitern. Aber das sind natürlich so random Drops, die dort passieren. Also muss man sich auch immer so on the fly ein bisschen anpassen. Strategisch, also welchen Weg versucht man jetzt zu gehen, weil die Karten, die spielen auch ein bisschen miteinander. Setzt man jetzt mehr auf Defense, setzt man mehr auf Attacken. Und so funktioniert das Spiel eigentlich. Es ist viel Randomness dabei, also viel Glück, viel Frustration tatsächlich auch. Und eigentlich ist es gar nicht so das Genre, das ich gerne spiele, aber es hat mich einfach mega gepackt. Das ist etwas, wo ich, bevor ich schlafen zocke ich das einmal noch schnell, so 1, 2, 3, 4 Stunden. Und es ist mega simpel aufgebaut und es gibt auch, ich glaube, insgesamt 3 Akte. Das heisst, es ist jeweils eben so eine Map, wo du am Schluss zum Boss kommst. Nach dem Boss tut sich auch die HP wieder regenerieren. Also das heisst, jeder Akt startet man mit Max HP. Aber auf dem Weg bis zum Boss, also wenn man dort HP verliert, dann bekommst du die nicht einfach zurück. Das heisst, du musst Karten je nachdem haben, wo du dich heilen kannst. Du musst zu Feuerstellen kommen, wo du dich auch heilen kannst. Da gibt es aber wiederum Flüche, wo die irgendetwas kosten oder auch Leben kosten. Es ist mega komplex. Man muss auch irgendwie so ein bisschen reinkommen und die Karten ein bisschen kennen, wo können droppen für den Charakter überhaupt. Und dann hofft man natürlich immer so ein bisschen, hey,
ich will diese Karten unbedingt, weil dann kann ich in Kombination mit der anderen Karte, die ich habe, irgendetwas Cooles machen. Aber es gibt auch immer wieder Runs, wo es halt überhaupt nicht läuft. Es gibt Runs, dort läuft es gut, nachher verarscht sein im Bösen, weil irgendein Gegner kommt, wo genau das Kartendeck, das du hast, wo das Kartendeck einfach nichts mehr kann. Also zum Teil hast du Kartendecks, wo du zum Beispiel auf Defense gehst. Du kannst mega gut eine Defense aufbauen, das heisst, die Attacke vom Gegner kannst du abblocken und vielleicht passiert dann sonst noch etwas. Vielleicht ein Beispiel ist, wenn du blockst, machst du auch wieder Schaden beim Gegner. Aber da gibt es so Gegner, die funktionieren so, jedes Mal, wenn du dir Block gibst, werden sie stärker. Und wenn du dann natürlich so ein Deck hast, das genau auf Defense gehst, hast du keine Chance gegen so einen Gegner. Und dann weisst du eigentlich vorweg, wenn der Gegner kommt, jetzt habe ich verloren, weil das schaffe ich nicht mit meinem Deck. Und das sind so die Momente, wo es dann auch mega frustrierend ist, aber es reißt einem halt einfach auch mit. Also, es ist halt so typisch Roguelike. Es reißt einem rein. Man will es nochmal probieren und man will es nochmal probieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zweimal geschafft, also quasi bis zum Endgegner, aber nur mit einem Charakter. Und ich habe sicher schon etwa 60 Stunden in diesem Spiel. Das ist eben geil. Aber und jetzt ging es eigentlich darum, dass ich noch die anderen Charaktere spiele und dort auch noch bis zum Endgegner komme. Aber das ist auch etwas, die Charaktere sind komplett verschieden vom Spielstil her. Also die ganze Mechanik musst du wieder musst die Mechanik gewöhnen. Sie haben andere Karten, die können droppen. Also musst du zuerst mal diese Karten kennenlernen. Und also ich finde es mega geil. Ich kann es wirklich nur empfehlen, aber ich warne euch dort natürlich auch. Also, mich hat das in eine Sucht hineingerissen, das Ganze. Was irgendwie geil ist, aber ja, auch dass ihr das wisst. Slay the Spire. Sucht ist geil. Bei irgendjemandem habe ich das schon mal gesehen. Ich jetzt mir das in Screenshots und so anschaue. Irgendjemandem habe ich mal zugeschaut, der das gespielt hat im Stream. Ist so ein bisschen gelblich gemacht, Map, oder so? Ja. Ja. Also ich habe wie einen Streamer gesehen, wo du musst entscheiden, welchen Weg gehe ich will ich den Boss mitnehmen, will ich ihn umgehen. Ja. Genau, richtig. Also, es gibt dann auch die Miniboss und die sind halt doch recht challenging, vor allem am Anfang. Du musst am Anfang kannst du noch gut entscheiden, bin ich schon ready. Wenn du irgendwie so ein paar gute Karten bekommen hast, bis dahin kann man sagen, hey, den schaffe ich. Aber es ist halt immer ein grosses Risiko. Aber die Minibosse droppen natürlich auch Relikt und die geilen Karten, oder? Und es ist dann schon recht wertvoll, wenn man die eben mitnimmt auf dem Weg. Also du musst irgendwie mega planen, wo gehst du durch. Und schlussendlich einfach ein ganz grosser Teil vom Ganzen ist auch pures Glück. Ja, ich glaube, ich habe etwas gesehen, wo er bei einem Händler war, bei so einem Zwielichtigen und hat dann irgendwie auf einer Karte gerollt oder hat die Welle. Und nachher hat dann aber das mehr gekostet und die Karte hat er auch nicht bekommen. Und dann ist für ihn auch, hat er neu anfangen. Und alle gefragt, warum hast du jetzt neu angefangen? Sagt er, das hat mir gerade einfach alles zerstört, so komme ich nicht mehr weiter. Das ist jetzt, der hat mich ausgeraubt. Genau. Das sind die Fragezeichen, die gibt es auch noch. Das sind so Punkte, wo ein Fragezeichen ist und dann kann alles Mögliche passieren. Du kannst in einen Kampf hineinkommen, in einen ganz normalen, aber es kann irgendwie so etwas sein, hey, ich gebe dir das, wenn du mir dafür Gold gibst. Und manchmal ist es eben auch so zufällig, dass du dann vielleicht Gold gibst und du bekommst gar nichts. Das ist dann eben so Sachen, da musst du immer vorsichtig sein und dir gut überlegen, mache ich jetzt da gar nicht das Risiko ein. Erinnert mich stark an Darkest Dungeon irgendwie. Kann ich es gerade auch sagen. Es könnte sogar sein, dass ich das mal irgendeinem zugeschaut habe. Ja, Darkest Dungeon ist eigentlich ähnlich. Du hast eine Gruppe, die du zusammenstellen kannst. Also du hast so deine Hometown und dann kannst du, glaube ich, Helden anheuern oder du hast eine gewisse Gruppe und mit denen gehst du nachher in Dungeons rein. Das ist eigentlich, ich weiß zwar nicht, ich glaube, das ist halt einfach Kampf an Kampf an Kampf. Du kannst nicht einen Weg wählen, den du machst. Aber auch dort hast du gewisse, also hast halt einfach deine Reiter, die so in einer bestimmten Reihenfolge stehen und unten noch hast du verschiedene Angriffe. Da hast du je nachdem, wie du deine Helden positionierst, hast du Vor- und Nachteile. In dem Sinne, du hast zum Beispiel einen Nahkämpfer mit Schild und Schwert, der tust einfach zuvorderst an der Gruppe hin. Weil der einfach vor sich hinmetzgen kann und so im zweiten hast du dann irgendeinen Alchemist, der Bömbeli schmeißt.
Der kann aber über die Tank drüber schießen und die ersten 2 Gegner dann angreifen. Zuerst hast du den Bogenschütz und irgendwie an der 3. Position hast du noch die Healer, wo dann deine Gruppe kann heilen. Es geht aber, also ich finde so Spiele eigentlich mega geil. Ich hüte mich eben noch ein bisschen davor, so Zeugs anzufangen. Weil ich glaube, da kommen ja so. Hat es ein Suchtpotenzial, wenn du Karten willst sammeln in dem Sinn? Ja, Oder hast du also, eigentlich alle Karten gerade von Anfang an? nein, du hast nicht alle Eben. Karten von Anfang an. Also du hast immer dein Grunddeck. Ich glaube, Yep. das ist auch immer gleich. Aber die Karten, die können droppen, die kannst du Sachen freischalten. Das heisst natürlich nicht, dass sie droppen, sondern einfach die Chance besteht, dass so eine Karte dann droppt. Und dann kannst du gewisse pro Charakter dann auch freischalten. Aber ich glaube, was eben am meisten, was einem am meisten mitzieht, ist auch, man will es schaffen, man denkt, hey, jetzt bin ich so nicht dran gewesen und ich probiere es jetzt einfach nochmal. Also das reißt mich dann halt amigs mit. Aber handherum ist es auch ein Spiel, wo man einfach gut mal sagen kann nach einem Run, hey, für heute lasse ich probiere es morgen nochmal. Weil eben, das ist eben du noch verlierst nice. ja den ganzen Progress, bis auf natürlich die Sachen, die du freischaltest im Allgemeinen, verlierst ja alles wieder und fährst von vorne. Aber ich Und- will fragen, also die Karten, die sind alle weg, wenn der Run neu startest. Du startest immer mit dem Grunddeck. Genau, du startest immer mit dem Grunddeck. Das Einzige, was du wirklich insgesamt freischaltest, sind die Möglichkeiten, dass Karten können droppen. Also, ja, einfach, wie soll ich das sagen? Eine Karte, die dir speziell viel Schutz gibt oder Defense gibt, dort besteht auch die Möglichkeit, dass die Karte irgendwann mal droppt oder vielleicht auch bei einem Händler verfügbar ist. Das ist das Einzige, was du endlich an Progress immer mitnimmst. Aber das finde ich eben gleich noch geil. Weil ich habe letztens in meinem Stream habe ich Pokémon Rogue gespielt. Das ist eigentlich ähnlich. Dort fährst du irgendwie so mit 3 oder mit der Starter-Pokémon von jeder Region an. Und nachher gehst du eigentlich jedes Mal in die Kämpfe rein, da kannst du Pokémon fahren. Und die Pokémon, die du fährst, die kannst du eigentlich bei deinem nächsten Run kannst du die auswählen. Du hast halt einfach so ein Max-Cap an Punkten, die du kannst ausgeben. Also sprich, du kannst jetzt nicht mit 9 Mewtwo's irgendwie rausgehen oder so. Du fährst halt einfach irgendwie mit 4 oder 5 Pokémon an und kommst dann nachher immer ein Level weiter. Ich finde das eigentlich ist das schon, eben, du willst es irgendwann fertig bringen, du willst eigentlich immer verbessern, du möchtest immer auf die nächste Stufe rauf. Und ich glaube, das ist das, was der Reiz auch ausmacht an diesen Spielen. Ja, und du lernst halt auch immer dazu. Das ist wirklich etwas. Richtig. Du kannst beim ersten Run wirklich nicht erwarten, dass du weit kommst. Es braucht so viel Anlauf, bis du nur schon den ersten Akt mal durch hast. Oder? Aber das hat damit zu tun, du lernst Gegner kennen. Die möglichen Gegner, die kommen können. Das ist ja immer random. Und es gibt aber auch immer wieder Sachen. Also es gibt zum Beispiel Thorns. Das sind Dornen, die Gegner können quasi. Das ist wie ein Buff für Gegner. Und das funktioniert so, wenn ein Gegner Schaden bekommt, dann gibt er einen gewissen Anteil Schaden zurück. Pro Schlag. Und das ist etwas, das ist eher selten der Fall, dass ein Gegner Thorns ausgerüstet hat. Aber plötzlich ist es dann mal gekommen, nachdem ich schon x Runs gemacht habe, oder? Und dann stehen so 3 Gegner dort und die haben alle Thorns. Und ich habe natürlich dummerweise genau auf etwas abgezielt in meinem Deck, wo ich allen Gegnern mehrmals Schaden machen kann pro Zug. Und ich habe das zuerst gar nicht gecheckt, dass die Thorns haben, weil ich gar nicht gewusst habe, dass das existiert und was das macht. Ja, geil, ich habe meine Attacke gemacht, bin sofort da gewesen, oder? Weil ich auch so viel Damage retour bekommen habe. Das ist, ja, und dann denke ich schon wieder, Scheiße, Mann. Aber jetzt weiss ich es. Jetzt weiss ich, dass ich mich auf das achten muss. Ich muss auch ein bisschen schauen, dass ich auf das vorbereitet werde, dass ich Karten habe, die das irgendwie so gut wie möglich umgehen können. Also Karten, die dann einfach viel Schaden macht und nicht mehrmals kleinen Schaden, oder? Mhm. Aber das ist so ein bisschen der Anreiz am Ganzen, oder? Das dazulernen und wieder probieren und irgendeines schaffst du es dann, oder? Aber bietet auch hure viel Frustpotenzial. Habe ich jetzt das Gefühl. Also, von wegen, absolut. ah ja, der Boss, den habe ich auch schon gemacht, der gehst du an und dann kann er irgendetwas, wo der wieder alles kaputt macht. Das ist ja fuck it, ey. Ja, weißt, und dann hast du den Endboss mal. Dann hast du den Endboss mal
und dann passiert ja nicht viel. Es ist auch so, hey, du hast ihn besiegt, zack, bist wieder auf dem Menüscreen, kannst wieder von vorne anfangen. Also weißt du wirst nicht einmal gross belohnt dann, oder? So gut, so gut. Oh Mann. Nein, du wirst nachher dann eigentlich meistens noch mehr maltriert, weil du nachher dann die Schwierigkeitsstufen eins rauf kannst stellen. Genau. Das hat nicht gespielt. So. Und dann warte, Das jetzt ist stimmt. easy. Jetzt kommt einfach mit und du denkst so, hä? Ja, genau. Kinderleicht, jetzt kommt der Modus easy, oder? Genau. Ich hab bei den Games nicht viel anders als Pax Day, außer dass ich vor Pax Day Spider-Man gespielt habe. Ja. Fertig. Also. Das Eis. Ja, tatsächlich. Ich bin halt ein reiner PC Master Race Verfechter. Keine Konsole, nix. Haben wir Spider-Man remastered und Miles Morales mal gezogen, wo sie mal irgendwie in einem Sale waren, weil ich die immer mal spielen. Ich habe die Offstream gespielt und ich muss sagen, Spider-Man Remastered richtig geil. Also es hat mich voll in die Band gezogen dafür über eine Woche, 2. Immer irgendwie in Off-Zeit, wenn ich irgendwie Zeit habe, Controller angeschmissen, ab ins Game. Das ist richtig geil. Und ich bin eigentlich einer, der nicht in vielen Games alles sammelt und alle optionalen Missionen macht, aber dort habe ich ja, glaube bevor ich wirklich die Story weitergemacht habe, habe ich alles gemacht. Alle Verbrechen bekämpft, alle Rucksäcke gesammelt, alle Tauben eingefangen, einfach alles gemacht, bevor ich überhaupt mal die Story richtig angefangen habe. Le Parfait, genau. Tauben eingefangen. Tauben eingefangen. Nicht die Tauben, aber... Es ist richtig gut und ich freue mich tatsächlich schon auf Miles Morales, das werde ich irgendwann auch noch spielen. Ich werde irgendwann mal wieder dazukommen. Ja. Ich habe tatsächlich neben dem Pax Day, da hast du mitgespielt, Jack, und der Troy war auch drin. Once Human Demo habe ich angefangen zu spielen. Das hat irgendwie mega Bock gemacht. Die Demo war aber auch bugbelastet gewesen. Das kommt ja nächsten Monat in Release. Es wird Free-to-Play, deswegen wird es mir wahrscheinlich ein bisschen gönnen. Der Aspekt, dass es eben auch ein Mobile-Game ist, stört mich dran. Da ist bislang eigentlich nie etwas Gescheites dabei rausgekommen. Aber sonst, da hatte ich auch Spass dran gehabt. Es ist einfach actiongeladener, wenn man das ist so im rudimentärsten, simpelsten, untersten Bereich, ähnlich wie Pax Day eigentlich. Es soll so ein Survive, was ja Pax Day nicht ist, aber Craft, Build, Farmen, Aufbauen sein, aber doch viel actiongeladener. Ja, und sonst habe ich diesen Monat halt einfach wirklich noch meine Shooter gespielt, wo ich jetzt aber nicht darüber reden kann, dass es mich vom Socken gehauen hat. Das ist coole Unterhaltung, aber ich bin zur Zeit, wenn es an meinen Stream vielleicht gemerkt habt, mein Shooter-Dienstag ist jetzt zweimal so ein bisschen halbpatzig ins Wasser gefallen, weil ich gerade irgendwie nicht in dem Mut bin, FPS zu ballern. Das Call of Duty ist wieder buggy as hell und disbalanced und das X-Defined ist okay, aber mehr auch nicht. Aber da kommen noch Sachen, die cool werden. Ich bin ehrlich gesagt gespannt auf den September. Ich bin mega gespannt auf den September. Was ist im September? Ich habe vor 7 Tagen, also respektive hat es einen neuen Trailer gegeben von fucking Warhammer 40k Space Marine 2. Ja. Alter, ohne Scheiß. Das Geile ist, ich hatte in diesem Monat Geburtstag gehabt und mein Cousin hat mir das zum Geburtstag geschenkt und ich gesagt, ja, da hast du mal wieder etwas zum Spielen. Und da hast du einen Coop-Modus drin. Er hat eine Woche nach mir Geburtstag gefeiert und ich habe ihm das Spiel auch wieder geschenkt. Da wird es auch zocken. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum. Ich will es eigentlich gar nicht. Aber das fucking hure Warhammer 40k Universum, ich finde das so geil. Ich würde mich viel mehr mit dem eigentlich auseinandersetzen, aber es ist einfach zu gross. Und dann lässt es wieder mal sein und dann hauen sie wieder irgendeinen hure Trailer raus. Ja, sorry, wo einfach eine Latte überkommst, wenn du das anschaust. Und ohne Scheiß, ich freue mich richtig grob auf den September, wenn ich das erste Mal spielen kann.
Aber das will ich auch spielen, also schon allein wegen dem Helldiver-Aspekt, also auch gegen Horden. Ich glaube, vielleicht hat es mit dem zu tun, einfach noch ein bisschen brutaler. Das wird wieder mal so ein richtig geiles Horden-Vernichtungs-Game. Richtig. Und da freue ich mich auch drauf. Und das Universum ist cool gemacht, dystopisch, anarchisch, das wird cool. Tatsächlich gibt es so einen PvP-Modus. Es wird einen PvP-Modus geben, glaube 3 oder 6 gegen 6 Spieler. Du kannst gewisse Klassen, die kannst auswählen und kannst dann nachher deine Helden eigentlich verbessern. Da gibt es den Coop-Modus und eben den Singleplayer-Modus. Und sie haben eigentlich auch gesagt, dass es vielleicht noch mehr wird geben. Ich bin mega gespannt drauf. Troy, du hast schon noch etwas sagen. Ich kann noch mal sagen, ich kenne mich eben nicht aus mit dem Warhammer-Universum. Aber einfach ganz eine andere Frage. Sollte dort nicht noch irgendein Film kommen? Oder irgendwie sowas? Ist dort Eine nicht noch ein Serie, Film glaube ich. Eine Serie? Tatsächlich, Ist eine Serie gewesen? tatsächlich ist die, so viel wie ich weiss, gecancelt worden. Ja, aber sie Moment, letzten Tage auch etwas gelesen gehabt. Das ist ja die, die mit dem Henry Cavill, weil er bei Witcher rausgeschmissen worden ist, hat er Richtig, Tierengring gemacht und hat gesagt, gut, mache ich halt eine geile Warhammer-Serie. Ja, Aber genau. habe ich jetzt auch etwas gelesen, ja? Also seine Frau vom Henry Cavill ist Produzentin und sie haben das gemeinschaftlich machen. Ja, so habe ich gewusst, aber dass sie gecancelt worden ist, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Also ich habe jetzt einfach auf der Seite gelesen, dass nicht er sie canceln, sondern Amazon, glaube ich. Genau, ja. Amazon wird sie canceln. Ich weiss jetzt, also ich müsste es auch noch einmal nachlesen, nehmt es nicht für bare Hand. Das ist halt einfach immer so die 9-Gag-Einträge und wobei ich muss einmal sagen, 9-Gag gibt mir einmal mehr Informationen als irgendeine andere Internetseite. Aber dort hat man gelesen, dass Amazon, glaube ich, dort einen Schlussstrich gezogen hat. Ja, es hat halt... Aber auch irgendwie mit einem Konflikt mit Workshop-Games oder irgend sowas. Ich glaube, was ich mal gelesen habe, das ist aber schon einen Monat her oder so, ist, dass sie sich in die Finger bekommen oder in die Haare bekommen haben, so muss man sagen. Weil Amazon und MGM irgendwie darauf gepocht haben, dass es weibliche wie heisst es da? Space Marines. Ja, genau, danke. Weibliche Space Marines müssen geben in der Serie. Und Aber die gibt es nicht in der Lore. Nein, gibt's ja, nicht. also Games, eben der Workshop-Games oder wie sie heißen, haben auch irgendwie gesagt, ja, wir rühren jetzt das ganze Universum nur wegen euch über den Haufen. Ja. Also, Ja. da mache ich alles kaputt. Und sie hätten, glaube ich, irgendeinen Kompromiss finden mit irgendeinem Charakter oder so, aber und ich könnte mir vorstellen, ich weiss, dass der Henry Cavill, ich habe wirklich ein bisschen, wo er Witcher gemacht hat, das mega verfolgt. Ich bin ein riesen Fan von ihm, also Man Crush par excellence. Und Er ist Godlord of PC Master Race. ja, absolut. Und wo er Witcher gemacht hat, er ist halt einer, er kennt sich halt auch aus in dieser Scheiße, was er verzapft. Und er hat ja dort schon, das ist glaube ich einer der Hauptgründe gewesen, weil er hat gesagt, nein, wir machen das so, wie es in den Büchern steht. Ja. Das ist so dort drinnen gestanden und dann wird das auch so gemacht und er reagiert so und so und so und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch da, jetzt bei Warhammer, wo er ja auch voll am Abnörden ist, auch gesagt hat, ja, nein, nicht so, wie es sollte laufen. Also bei Witcher ist er ausgestiegen, weil sie haben frei erfinden, Netflix. Die haben Irgendwie so, ja, genau. erfunden, die nichts mit das hat er als Argument gebracht. Aber Jungs, der Autor hat so viel Stuff geliefert. Wir haben jetzt genug Material, um anständig Witcher weitermachen. Netflix hat aber gleich auf ihren einigen allein bestanden. Und bei Warhammer kann man vorstellen, er ist ja so ein Nerd, er malt da die kleinen Warhammer-Figürchen, macht er selber, der Henry Cavill. Also er ist da voll drin. Und er hat auf die ganze Gage, die hat ihm sogar mehr Gage bieten, dass er bei Witcher weitermacht. Er hat gesagt, ist mir egal, was er mir bietet, auch wenn er mir eine Insel schenkt. Wenn ihr von dieser Geschichte abweicht, ist es nicht mehr Witcher und ich bin raus. Game over. Und das hat er knallhart durchgezogen. Und da hat ein Mensch Respekt von mir. Ich finde er ein geiler Dude. Ja. Dass er das durchzieht. Scheiß auf Kohle, scheiß auf was er denkt. Ja. Hey, ich stehe dazu, wie es ist. Ihr haltet euch nicht dran, ich bin weg. Das ist stark. Das finde ich auch geil. Ja. Sorry, sind wir ehrlich, er weiss genau, wenn er es richtig macht, die Kohle kommt auch so. Ja, absolut. Wenn du es richtig machst, hast du, sorry, du weißt nicht, wie viele Leute das Warhammer geil finden. Eben, wie gesagt, ich schaue das an und denke mir, what the
fuck. Und wenn er es richtig hinbringt, das ist die einzige Gefahr, die er eigentlich wirklich hat. Und wenn er in der Serie etwas falsch macht, dann hast du echt dann einfach die ganzen Warhammer-Leute vor der Hütte stehen. Mit ihren Cosplays und weißt du was, mit ihren laufenden Kettensägen, Schwertern Ja. und so. Und der rebelt es dann dort halt so einfach. Nein, Ja, aber dabei, das darfst du echt nicht für sich. Also, du Nein. darfst es nicht mit deinen Fans für sich. Ich meine, Ne, nehmen wir vor die allem nicht Acolyte, oder? Nein, ich erwähne sie jetzt schnell. Aber ja, das ist halt schon heftig, wenn da die Ja. Reaktionen kommen und die Fans sagen, hey, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ja, ich verstehe vor allem Ja. die Idee nicht, was sich einer da überlegt, ob er da irgendwas getrunken hat, was ihm nicht gut hat, oder etwas geraucht, dass er sagt, jetzt machen wir eine eigene Storyline. Ich meine, du hast schon eine Fanbase und die wollen das jetzt in einem anderen Format erleben. Und wenn du das gut machst, dann bringst du ja schon, da spürst du Kohle rein, weil du ja weißt, es gibt Leute. Du erfindest ja nicht etwas Neues, wo du eventuell jemand musst damit neu triggern und sagen, das ist gut oder schlecht. Und nachher kommen sie auf die Idee und machen einfach etwas anderes. Mhm. Vielleicht zu Acolyte. Wer hat sie gesehen? Ich weiß, ich habe das. Ich will nicht Also sehen, ich- aber ich habe einfach mitbekommen, dass Also das ist das neue Fans halt Jedi, nicht da Genau. also, Acolyte, ich habe mich noch nicht getraut, weil ich gehört habe, es sei Genau. eigentlich seich, Also- tu es nicht. Also, ich habe sie geschaut. Ich habe jetzt heute Morgen noch schnell die 2 letzten Folgen habe ich mir reingedrückt. Also ich bin aktuell. Das Problem, das ich bei der Masse sehe, ist, also es gibt auch Punkte, wo halt einfach null Sinn ergeben, wo halt einfach schlechtes Storywriting ist. Tut mir leid, dass ich das muss sagen. So 5 Minuten, die erste, er sagt, ja, die Person gibt es nicht mehr und 5 Minuten später sagt er, die Person gibt es noch. Es gibt keinen irgendwelchen speziellen Grund. Also es ist schlechtes Storywriting zwischendurch. Aber ich glaube, sie haben auch, also da, wo ich mitbekommen habe, sie haben halt auch irgendwie Sachen aus der Lore Richtig. verdreht, oder? Richtig. Oder kaputt gemacht. Und ich glaube, das macht vor allem die Fans so ein bisschen hässig. Es gibt einen YouTuber, den ich sehr gerne schaue, der hat selber auch mal Star Wars Film produziert. Er hat einen Fanfiction-Vader-Film gemacht, der eigentlich mega gut angekommen ist bei den Leuten. Disney hat den sogar eigentlich glaub, von der Platte weghaben und dort haben sie sogar schlussendlich, glaube ich, LucasArts selber wieder ins Spiel geholt, der nachher dann gesagt hat, hey, lasst die Leute machen, weil das Universum lebt ein bisschen von dem. Und eben, sie haben schlechtes Storywriting bei Acolyte und was eben noch ein bisschen das Problem ist, wie du sagst, sie nehmen Kontext aus der Lore, wo überhaupt nicht stimmt und dann es nachher dann abändern. Es gibt eine Figur, die in der normalen Saga innen vorkommt, wo sie dort rauspicken, wo eine mega wichtige Line gesagt hat, wo eigentlich jetzt das, was sie mit dem Acolyte machen, eigentlich völlig zerstören. Ist das der eine aus dem Jedi-Rat? Richtig, ja. Da habe ich gesehen. Grundsätzlich, er sagt darum im Film innen, oder in den Filmen innen, hey, man hat Sith Lord, hat man seit 1000 Jahren nicht mehr gesehen. Und Acolyte spielt 100 Jahre vorne dran und alles, das, was man bis jetzt gesehen hat, deutet auf einen Sith hin. Also, ja, ich sage, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Und das Problem ist, was eben das Lustige ist, der YouTuber hat einen Watch Together gemacht und hat sich die neuesten Folgen schaut er sich mit seinen Fans an und hat nachher gemeint, so, hey, der Typ kann doch gar nicht so alt sein. Weil aus der Lore raus, also was eigentlich Kanon war, ist der irgendwie im 6. Film ist der schon, also im 3. Film, die Rache der Sith, wo die Order 66 ausgeführt wird, ist er glaube ich irgendwie 70. Es gibt Kartenspiele, Kanon-Kartenspiele von Disney, wo das Alter drauf steht, weißt du, so Quartettkarten und so Scheiß. Und sie haben es dann nachher noch auf irgendwelchen offiziellen Wikipedia-Seiten, währenddem das die Serie ausgestrahlt wurde, ist geändert. Und das sind dann eben Sachen, wo er sagt, schau, das kannst du einfach nicht bringen. Er hat nichts dagegen, wenn du neue Geschichten erfindest mit neuen Charakteren, mit interessanten Charakteren. Aber solange dass du das, was du kennst, nicht irgendwie angelenkt wird, ist ihm das scheißegal. Er hat gerne neue Star Wars Geschichten, wie ich auch. Eben der Acolyte, ich finde, diese Sachen, Aspekte drin, finde ich mega cool, finde ich mega easy. Eben, dass du vielleicht auch können lernst, wie andere
Fraktionen mit der Macht umgehen oder die das vielleicht anders kennen, finde ich völlig geil. Aber dass die dann nachher irgendwie mächtiger sollen sein, wie der Palpatine. Und ich muss sagen, das ist auch ein bisschen schwierig. Das ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, also das Größte, was ich gelesen habe, wo mit dem Charakter ist, dass viele sagen, der hat es eigentlich so gar nicht gebraucht. Der hättest mit einem 0815 Random Charakter können ersetzen. Es ist nicht wichtig gewesen, dass jetzt der Dude ist, der jetzt da vorkommt bei Acolyte. Null. Du kannst den Jar Jar können, oder? Im Moment, Genau. also im Moment macht's null Sinn, dass er das gesagt hat. Es gibt eine Möglichkeit, wenn sie das wirklich in Betracht ziehen. Dann muss ich sagen, okay, das ist easy, dass das so genommen hat. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Ja, aber es ist ein bisschen Disney. Disney macht gutes Zeug, aber hankerum verkackt es wieder extrem, nur weil sie die Lizenz besitzen. Wo man muss sagen, zum Beispiel The Mandalorian, I fucking love it. Ja. Ich auch. Aber ohne Scheiß jetzt eben zu Acolyte. Ich habe jetzt die letzten 2 Folgen geschaut. Die 4. ist, also die erste ist, ja okay, die 2. ist bö, die 3. ist noch bö. Die 4. ist gut, da muss ich sagen, okay, hättest zwar ein bisschen kürzen können, aber die 5. die ist richtig gut. Okay. Finde ich jetzt. Die ist wirklich nicht schlecht. Also es kann sein, dass sich die Serie doch noch macht. Ich meine, es ist immer noch am Laufen. Es hat wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe es nicht geschaut, aber es scheint Schwachstellen zu haben. To be honest, die Schwachstelle ist der Hauptcharakter. Okay. Ich habe null Interesse daran, was mit der passiert. Es gibt nur etwas, was mich dort drinnen interessiert. Und das ist der eine Typ. Er lässt durch die Sachen und ich muss sagen, hey, shit, hinten habe ich den Sith-Code stehen, wo ich muss sagen, Alter, das ist wirklich, das steht dort drinnen, das ist geil. Er verhält sich auch so, please do it that way. Da habe ich überhaupt kein Problem mit damit. Mhm. Aber die ersten 3-4 Folgen, die möchten ich halt ein bisschen durchquengeln. Also ich warte jetzt noch und wenn ich es höre, hey, es hat sich doch noch gemacht, das ist eine Serie, die sich lohnt zu schauen, dann werde ich sie noch schauen. Ja, das ist ja wie Kenobi. Kenobi ist per se von den Bildern her und so eine schöne Serie gewesen, aber bei Kenobi hat mich das null emotional berührt. Die Szenen, wo die Lea verloren geht und kippt nicht, wo du eigentlich so ein Gefühl müsstest bekommen, oh mein Gott, überlebt sie das, was passiert. Mhm. Du hast ja alles schon gewusst, wie du weißt, die Filme, die gibt es, die Charaktere leben, alle noch. Er hat null Spannung dran. Null. Ich habe mich gefragt, warum haben wir jetzt das Sequel müssen noch machen? Das hat einfach nur Geld gekostet. Schöne Bilder, ja, okay, ein bisschen andere Storys, aber du hast eigentlich den Ausgang hast du gekannt, von Anfang an. Ich glaube, das ist aber allgemein tatsächlich ein Problem bei Prequel-Sachen, wo man Charaktere nimmt und sie irgendwie so gefährliche Situationen hineinsteckt. Aber eben, man weiss ja, die Person kommt nicht raus, weil sonst hat es noch den Film nicht gegeben, wo sie dabei ist. Oder? Also das Geile bei Kenobi ist eigentlich von mir her nur die Auseinandersetzung zwischen Kenobi und dem Vader. Den Rest von dieser Serie kannst du streichen. Ja, also meiner Meinung nach, das habe ich auch schon mal mit jemandem besprochen, aus Kenobi hättest du einen super guten Kinofilm können machen. Da hat es keine Serie gebraucht dafür. Tatsächlich haben sie 3 Filme machen. Es gibt ein Skript, wo das ist eben auch von diesem YouTube, da kommt einmal so 3 Bücher zugeschickt, wo das Original drinnen steht. Oder hat auch einer hat dort eine Geschichte geschrieben. Eben 3 Filme hat es gegeben, oder relativ viele Serien. Und dort auch, alles das, was sie dort erklärt haben, warum das so ist, das hat viel mehr Sinn gemacht, als das, was dort passiert ist. Ist halt je nachdem eben, ich weiss halt nicht, was für Vorgaben die Leute haben. Tatsächlich lustig ist, beim Acolyte, da was sie dort haben reingenommen, eigentlich haben sie den Yoda wählen. Da wäre ja die Band auf. Der Dave Filoni hat scheinbar gesagt, er macht es nicht, oder es sei technisch nicht möglich, oder irgend so etwas. Da wäre die Band auf wahrscheinlich. Ja, nein, es gibt gute Sachen, es gibt. Und vielleicht, wie das gemerkt hat, wir sind schon bei den Serien angelangt. Da habe ich es tatsächlich ein bisschen die richtige. Das ist gut. Das ist völlig okay. Unabsichtlich eigentlich, aber ich glaube, das ist sicher alles
interessantes Thema, ja. Tatsächlich, ich hätte Acolyte nicht auf meine Highlight-Liste genommen, bis ich heute das gesehen habe von der neuesten Folge. Okay. Genau. Ja, bei mir ist es ein Genre, das ich nicht so oft schaue. Du wirst es kennen, Ulm. Mich hat der Anime Black Clover diesen Monat gefressen. Schon allein, weil eine Staffel 52 Folgen hat. Und Netflix etwas gemacht hat, wo ich bislang nicht gewöhnt bin. Der bringt alle Staffeln im Monatsrhythmus auf Deutsch synchronisiert raus. Und das hat mich einfach überrascht. Und ja, Black Clover, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass am Anfang ein bisschen viel rumgeschrauben wird vom Hauptcharakter, weil der halt einfach ein überdrehter kleiner Kaib ist. Aber die ganze Story dahinter, die ganzen Verknüpfungen, wer mit wem etc., hat uns mehr reingenommen als erwartet. Und das ist so von der Serie her das Highlight. Wir haben auch noch mit Ding angefangen, mit Fallout. Aber nach der 3. Folge haben wir das nicht mehr weitergeschaut. Irgendwie, ich kann dir nicht sagen, warum. Aber Fallout habe ich bis dato nicht beendet. Okay. Interessant. Ich muss es noch schauen. Fallout habe ich noch nicht geschaut. Viele sagen, hey, schau sie unbedingt. Das ist eine geniale Serie. Ja. Und dann spiele ich ja mit. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen fetter Film. Es ist auch ein bisschen fetter Fanservice, Fallout 4. Ja, extrem. Gut gemacht. Ich sage nicht, das ist schlecht. Ich kann dir auch nicht genau begründen, warum nicht. Vielleicht es gibt bei mir manchmal so Games oder Serien, die eigentlich top wären, aber sie irgendwie wie zu der falschen Zeit für mich kommen. Und ich es deswegen dann verpasse. Ganz kurz zurück, Skyrim, mega geiles Game. Ich habe das bis Level 12 gespielt, abgestellt, auf die Seite gelegt, nie mehr angelangt, weil ich vorher eigentlich ich bin wie gesättigt gewesen, es ist zum falschen Zeitpunkt gekommen. Dann verpasse ich halt auch mal etwas. Ich werde mir das sicher noch nachholen, aber das ist jetzt irgendwie nicht so, das gewisse etwas, wo du hängen bleibst. Und wenn es das nicht hat, dann schaue ich catch mich nicht durch eine Serie durch, wo mich nicht triggert. Ja, das verstehe ich aber auch. Das mache ich auch nicht, ja. Da verstehe ich dich bei Black Clover im Fall. Ich weiss nicht, ich glaube, die ersten 151 Folgen habe ich an einem Schnutz durchgesuchtet. Es tut noch schon 151 Folgen. Ja. Gut, dabei. Es sind 151 Folgen an 20 Minuten. Von diesen 151 Folgen kannst du vielleicht noch mal etwa 10 streichen, weil es eigentlich einfach nur Rückblenden sind. Ja. Und pro Folge 20 Minuten geht es, aber du hast das Intro, dann den Rückblick und dann noch das NC Clover am Schluss. Effektiv hast du, glaube ich, eine Viertelstunde wirklich neues Material. Genau. Okay, es sind, glaube ich, irgendwie wirklich etwa 23 Minuten und 19 Minuten sind davon wirklich irgendwie eine Story und der Rest kannst du alles... Okay. Aber es ist actiongeladen, also es ist immer Action. Du hast manchmal sogar das Gefühl, du schaust 10 Folgen hintereinander und in den 10 Folgen ist nonstop Action-Prüglerei und du denkst dir, wie lange würde der Kampf eigentlich noch sein, oder? Und es ist nicht so ein Dragon Ball-Verschnitt, dass sie sich 20 Minuten lang anschreien. Nein, nicht. Es ist wirklich schnell pushen und dann geile Sprüche. Es gibt dort eine Figur, ich weiß nicht, wenn Dicor in dieser wenn der Dicor, ich sehe den jedes Mal, wenn ich Black Clover schaue, sehe ich den. Das ist der, der die Baseball-Sachen, der Magna. Ey, der müsste wirklich mal ein Foto von dem anschauen. Er sieht genau gleich aus wie der Dicor. Ohne Scheiß. Hast du mich gerade als Rowdy bezeichnet? Also, er schaut ja, Mann. Er hat die gleiche Frise wie du. Er hat, das Einzige, was er nicht hat, ist der Bart. Siehst du irgendwo grau in meinen Haaren? Ja, die kommen noch. Nein. Aber ja, also so vom Temperament her, du hast nicht ganz unrecht. Und Feuer ist auch mein Element, also. Wie siehst du. Aber ich bin stärker als der Magma. Ja. Ich kippe so schon mal die nächste Serie. Mach nur. Mach nur, gern. Wer von euch hat The Boys nicht geschaut? Nein, Ullen, oh nein. Ja, ich habe es das letzte Mal gesagt, es ist unglaublich. Aber das ist etwas Älteres, he? Das habe ich nicht genommen, weil es halt älter ist, aber das ist
Was älter? Nein, ja, Ja, also es kommen ich jetzt habe gerade jetzt bei neu. mir, ja genau, ich habe es jetzt bei mir auf der Highlight-Liste, also von dem So. Monat, weil halt Ja. jetzt Season 4 läuft. Und ich, gerade gestern habe ich die neueste Folge geschaut. Es ist einfach nur geil. Und für mich ist auch The Boys, also eben die es kennen, denen muss ich ja nicht sagen, was es ist. Für mich ist es auch so ein fresher Take bei dem sonst übersättigten Superhero-Genre. Ja. Wo einfach eine ganz andere Seite und meiner Meinung nach eben eine realistische Seite vom Superheld-Sein zeigt. Oder? Was macht es mit einem überhaupt, wenn man mit Superkräften aufwächst? Je nachdem wird man zum Arschloch und man ist machtgierig. Und ich finde es auch geil, wie die Serie das so zeigt, wie das könnte sein. Und auch, was es mit der Gesellschaft macht, was es mit der Politik je nachdem macht. Und natürlich ist viel schwarzer Humor dabei bei dieser Serie. Und Sehr viel. und es sind Szenen dabei, die also wirklich ganz nah an der Grenze vom Zeigbaren sind. Ja. Und das ist halt genau mein Ding. Also da muss ich echt sagen, The Boys immer, wenn es wieder weitergeht mit der nächsten Season, ich bin immer hyped. Und wirklich Ey, ganz geile ehrlich, ich Serie. schäme mich gerade. Ich habe es voll verpasst, dass die vierte Saison angefangen hat, aber da weiss ich, was ich zu tun habe. Wie viele Folgen sind Ja. schon draußen? Ja, gestern ich glaube, die 5. Folge geschaut. Auf Aber Prime ich- wahrscheinlich läuft es. Prime, ja. Ich weiss noch, wo wir das gestartet haben. Mein Schatz hat das gesehen. Komm mal, schau mal rein. Ich sehe die erste Folge und denke mir, was ist das für ein Bullshit? Oder nein, so, wow, das fängt ja heftig an. Wo Ja. ihr kennt alle, ich darf jetzt nichts Ja. sagen wegen Mullen. Mhm. Die Bilder. Du denkst Also nur, die erste Folge habe ich gesehen tatsächlich. die hast du gesehen, wo der Die A-Train haben da. Ja. Die Frau, die erste, Das ist- what the fuck, was ist da gerade passiert? Okay, irgendetwas hat's. Und dann ab dem Zeitpunkt, ja, wie du sagst, das ist so anders. Du erwartest komplett, du hast im Kopf eine Vorstellung von Superhelden und es Ja. passiert so etwas anderes und es ist so geil und auch der Hauptcharakter, der Butcher mit seinen Sprüchen, wenn er reinkommt, was wir jetzt da nicht dürfen sagen, Ja. ach, der Rest kennen der ist einfach legendär. Ja, da Ja, ist also, die Schauspieler. Charaktere sind so gut. Also, ja. Und der Ja, Homelander das ist- löst bei mir einfach Aggressionen aus. Also der willst einfach nur stundenlang eigentlich mit seiner aber das ist, ja, und das ist ja genau geil. Weißt du, ich meine, das ist mega schwierig, dass man das schafft in einer Serie oder in einem Film, dass man den Bösewicht so dermaßen hasst. Ja. Also ich nehme jetzt auch Ja. Beispiel Game of Thrones und der Joffrey Der- zum Beispiel. oder? Oh Gott. Ja. Bring das mal an, dass alle den so hassen, weil er einfach so ein Arschloch ist, oder? Ja. Und das schaffen sie beim Homelander eben auch wirklich gut. Und trotzdem siehst du auch seine Seiten und auch dort gehen sie tief rein, seine Background-Story. Und irgendwie verstehst du ihn auch ein bisschen weit, wieso er so ist. Aber die Charaktere sind also tief skurril. Und einfach, für mich ist es echt pure Unterhaltung, wenn ich diese Serie schaue. Wir sind uns einig, der gruseligste ist der Dieb. Ja, Ja, definitiv. also gruselig nicht. Ich frage mich immer wieder, wer oder was das ist, ja, aber gruselig an und für sich. Also mit seinem Tintenfisch. Ja, Ich meine, er kann ja mit Fisch reden, oder? Mit See. Ja. Wesen. Ja. Wesen. mir ist der eher cringe. Der ist immer so, Alter, komm, ey, nein, komm. Ja, Das ist aber nicht weißt du, die gruselig, Analogie also. zu wahren Marvel-Helden und DC-Helden, die es genommen Ja, haben. ja. So, weißt du, wirklich im Vergleich. Ja, Homelander, ja. Superman, der Noir ist so Black Panther-Style, der A-Train ist da im Flash, also dass es wirklich so an die gleichen Kräfte genommen haben. Da gibt es aber noch vieles rundherum, wo du schon auch denkst, wie bei den X-Men, oder? Also sie haben sich da wirklich, der Show hat sich wirklich was überlegt, aber eben auf die realistisch primitive Art auf unsere Gesellschaft abgebrochen. Was passiert in der heutigen Zeit, wenn so ein Wesen, wenn es so Wesen würde geben? Kohlemacherei, oder? Das finde Ja, ich genau, das finde ich genau am Homelander so geil. Wie du sagst, Troy, du verstehst auf eine Art und Weise ein bisschen, warum er so ist, wenn er jetzt ist. Und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, wenn wirklich so eine Person würde auftreten oder auftauchen oder würde erscheinen, wie auch immer, was das sagen,
ich glaube, es wird nicht viel anders rauskommen, tatsächlich. Nein. Ja, Ganz ehrlich. absolut. Außer der lässt sich Absolut. nicht steuern. Außer die Person lässt sich Ja. nicht steuern und sagt einfach, hey, ihr könnt mir gar nicht, sonst mache ich euch einfach alle platt. Aber weißt, in dieser Hinsicht finde ich, es ist nur ein kleiner Abschweifer schon mal zu den Filmen. Aber in dieser Hinsicht passen 2 Filme ja mega gut zu dem Thema Superkräfte, Superhelden. Das eine ist Chronicles. Ja, Das ist Stimmt, genau ja. die Super. perfekte Ja. perfekte Darstellung von wegen, du kommst Superkräfte über, was machst, was passiert. Mhm. ja. Und das andere ist, da geht es zwar mehr so ins Chronicles. Chronicles das ist sind die, super. drei Das sind die 3 Freunde. Jugendlichen, Ah, ja, der ist Mhm. super. wo nachher Das ist dieser, echt der gut. eine voll austickt. Ja. Und der andere ist, der geht zwar mehr so, ich glaube, ein bisschen ins Horrorgenre rein. Bright Light. Genau, Bright Light. Bright Light. Nein, Was, wenn Brightburn. Superman... Brightburn. Brightburn. Was, wenn Brightburn. Superman böse Ja. wäre? Ja, was, wenn der Ja. junge Bub Superman damals der Clark Kent ein Böse gewesen wäre? Ja. Oh, Jesus. Ja. Das Das ist habe ich stark. nicht gesehen. Das habe ich Eigentlich Hast du nicht nicht so- gesehen? Eigentlich so Hey, eine schau den. Goku-Aufgabe. Der Eigentlich ist so eine super. Goku-Aufgabe, oder? Ja. Der wahre Grund, wieso der Goku auf die Erde geschickt worden ist, behandelt der Film ihn als Ja. Superman in Bad. Der ist gruselig, weil es halt, ja, du musst schauen, der ist gruselig, aber der ist Halt gut. einfach auch, weil es ein Kind ist. Weißt du, es Ja. ist kein Erwachsener, der austickt. Es ist ein fucking Kind. Ja. Ja. Vor allem, Mhm. das ist eben das. Das ist eben geiles Storywriting von Bösewicht. Mhm. Wenn du, das ist eben das, wenn du, mit wem habe ich das letzte gehabt? Irgendwie von The Witcher her, habe ich mit irgendjemandem mal diskutiert. Es gibt dort eine Figur, wie heisst der auch? Der blutige Baron. Wenn du das erste Mal triffst, dann kommt er Der einfach rote so vor. Baron meinst du? Oder der Der rote Baron, der seine Ja. Frau abgehauen hat und die Tochter abgehauen. Also die Ja, Frau genau. ist verschwunden und die Tochter ist abgehauen. Ja. Genau, wenn du den kennenlernst, dann denkst du einfach, was ist das für ein verfickter Wichser? Und je länger dass du dich mit dem auseinandersetzt, desto mehr denkst du, Alter, das ist ein hure armer Sieg, aber er ist gleich ein Arschloch. Es ist eben das, es ist eben so richtig gut geschrieben, wenn du dich mit einem Bösewicht plötzlich so auf einen Weg stellst und denkst, ist er wirklich so böse oder ist er nur so böse, weil er so gemacht worden ist? Mhm. Und eben der Homelander, also das, was ich bis jetzt auch gesehen habe, ist es so, du hast Darth Vader ist ja eigentlich alles ein gutes Paradebeispiel. Der ist ja nicht ohne Grund ist er böse geworden. Das ist einfach ein verwirrtes Kind gesehen mit Mami-Komplex, mit Verlustkomplex und hat das nicht wollen und weiss der Gucker was alles. Und eben, wenn Brightburn auch so anschaust, ist er jetzt nicht einfach ein Bub, wo von sich her böse ist. Oder teilweise. Also Aber ich würde schon er- sagen, doch. Definitiv. Ja, aber er hat einen gewissen Hintergrund. Bis er erliegt, wer Genau. er eigentlich ist er ein normales. Also ich will ja nicht zu viel spoilern, weil der Troy ihn noch nicht gesehen hat, aber bis er erliegt, was da abgeht mit ihm, ist er ein Ja. normaler Bub. Er hat schon immer so Mhm. ein bisschen etwas in sich gespürt, aber ab dem Genau, ja. Zeitpunkt ist er einfach ein Motherfucker und findet, jetzt Das ziehen ist wir es so, durch. ja. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist es fertig lustig. Dort Dann hängt es ihm. Aber da will ich sagen, dass auch der Baron, das hat mit Macht zu tun. Die Ja. Bösheit, wie es werden. Die Menschen haben Macht. Das sind nicht irgendwelche arme Schlucker, die etwas Schlimmes Ja. erlebt haben oder etwas noch Schlimmes. Die sind zum Teil noch edelmütiger unterwegs. Aber in Kombination mit, ich habe Ja. etwas Schlimmes erlebt, jetzt wird Ich ich habe zum Macht. Bösewicht und habe Macht dazu. Die Genau, da fängt es eben an Kombination. verschwappen, ja. Genau. Ja. Aber Chronicles ist eigentlich das Paradebeispiel. Mhm. Ja. Er fährt auch für die Macht entwickeln, wird aber ja, aus gewissen Umständen wird er immer wie hässiger. Und das ist eben das Geile, die Macht, die sie überkommen, die lässt sich ja multiplizieren mit den Emotionen, die sie haben. Und da ist ja der Film, ich muss den Film wieder mal schauen. Mann. Ich auch. Jetzt, Er ist bei uns eben Absolut. erst gerade letzte gelaufen auf dem Sky, dort haben wir gerade reingezogen. Okay. Aber ich finde es auch cool, dass die 3 Freunde so 3 verschiedene Wege siehst, wie gehst du Mhm. mit denen um. Genau. Der eine ist wirklich der versucht, die Mitte zu finden in dieser Geschichte und auch irgendwie, ja, ich habe Spass dran, aber ich möchte jetzt da nicht gerade die Welt abbrennen. Und der andere kommt halt und ist eben halt das Mobbing-Opfer, fühlt sich von der Gesellschaft nicht verstanden und wo dann so in eine Paranoia reingeht, also er rutscht immer tiefer ab
Ja, Und ja, am Schluss endlich dreht er durch und eben, kein No-Spoiler, wer ihn nicht gesehen hat, schauen Chronicles, das ist auch ein Superheldenfilm, wo er so nicht erwartet, dass es einen ist, den ich dort zuerst mal gesehen habe, habe ich zuerst nicht damit gerechnet, was passiert. Und am Ende bin ich ein bisschen mit einem offenen Kiefer da gehockt und muss sagen, wow, der ist gut gewesen. ich glaube noch, der ist völlig underrated. Der ist irgendwie Ja, der kann nicht groß, viel irgendwie mehr. publiziert worden. Und plötzlich, ich glaube, irgendwie so an einem Samstag oben, der Bridge, was schauen wir, kommt da Chronicles, das ist Chronicles, sicher noch ja. lustig. Ich nachher glaube, das haben wir so, Budget war auch what the tief fuck? gewesen. Ja, Also ist das nicht mega Ja. niedriges Budget Eigentlich. gehabt für den Film. Aber für Ich glaube, das er ist auch nie im CGI, Kino dass sie so gekommen. fliegen, so in die Ja. Wolken oben, da kommst du das Bedürfnis auch. Jeder von uns hat schon mal einen Traum gehabt, wie er geflogen ist. Mhm, Und ja, das, genau. das zeigt Das es bringt es gut. voll über. Ja. Ja, Absolut. Apropos Ah, ist wirklich auch Flüge. ja. Hast du etwas wollen zu dem sagen? Nein, oder? ist gut. Mach weiter. Passt. Ich bin diesen Monat voll in einer Serie versucht. Es hat mich richtig angeschissen, dass es nur 8 Folgen hatte. Wir haben letzten Monat schon ganz kurz habe ich darüber geredet. Die fliegende Telefonbox. Ich bin einfach voll gehypt gewesen. Die fucking Neuauflage von Doctor Who mit dem Ncuti Gatwa. Das ist einfach also wenn ihr Doctor Who gerne gesehen habt, die vorherigen Serien, gönnt euch die 8 Folgen. Das ist einfach die purste Freude, dem jungen Schauspieler zuzuschauen, wenn er ein bisschen eine frischere Version von dem Doktor darstellt. Richtig geil. Und aber es ist richtig schade. Es hat erst in der ersten Staffel gibt's nur 8 Folgen, haben sie mal so. Vielleicht können sie es einfach mal probieren. Aber hey, ich hoffe so, dass es nicht lange wieder müssen. Also, Doctor Who ist immer so eine Sache. Jetzt kommen mega geile Folgen raus und dann wartest du wieder eine Ewigkeit. Das ist nicht mehr Das ist richtig geil zu 15. schauen. 15 Doktoren, Mann. Ja, es ist noch viel mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt Doctor Who nie geschaut. Ich auch nicht. Okay. Ich kann nur. Nein. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, dass es um die Mhm. TARDIS geht, aber das war's mit Ich auch. Doctor Who. Das war's. Das hat mich nie getriggert, das hat mich nie irgendwie angemacht. Das ist an mir einfach an mir vorbei. Hey, das ist Mhm. mir im Fall auch so gegangen, bis ich mir mal gesagt habe, okay, jetzt fangst du mal an. Und es gibt ja die ganz alte Serie in den 60er, 70er. Es gibt ja die neue Serie, die dann, glaube was ist es, 2015 oder 2005, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie dort angefangen hat. Und jetzt haben sie eben eigentlich wieder fast so einen Neubeginn gemacht. Sie haben einen mega, das habe ich letztes Monat im Podcast gesagt, die Übergangsserie. Es gibt immer so Special-Folgen, vor allem meistens über Weihnachten, wo sie jetzt auch den neuen Doktor nachher alle einführen, wie zum Beispiel. Also, vielleicht zum Verständnis, der Doktor ist nicht ein Mensch, der ist etwas anderes. Und der stirbt nicht, sondern der regeneriert. Und wird eigentlich sieht anders aus. Manchmal erinnert er sich, was er war, und mit der Zeit manchmal braucht er ein bisschen, bis er drauf kommt, okay, ja, dich kenne ich ja. Und das haben sie, ich habe selten Tränen vergossen, aber einerseits, weil der eine Doktor dort wieder vorgekommen ist, in der Spezialfolge, und den haben sie so schön verabschiedet. Und der neue nachher eingeführt eigentlich, wo jetzt eben die Neuauflage führt oder anführt als Doktor. Es war eine wahre Pracht gewesen, die Serie zu schauen, die 8 Folgen. Es war so geil gewesen. Einfach schön. Okay. Das ist doch einfach ein D&D-Charakter, der auf Wiederbeleben muss würfeln. Und wenn er schlecht würfelt, weiss er nicht mehr. Nein. Also, aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich irgendwann mal plötzlich mit der damaligen Neuauflage habe ich einfach angefangen und habe dort angefangen zu schauen. Und es ist richtig geil. Es ist also, wenn er ein bisschen Science-Fiction mit halt wirklich mit vielen Welten, aber doch wiederkehrenden Elementen etwas wollt, gönnt euch einfach mal die erste Staffel von dieser damaligen Neuauflage von mit dem Doktor damals. Das ist mega gut. Und das andere Weltraumabenteuer, das ich geschaut habe, war Rick and Morty. Da Okay. muss ich eben Staffel auch noch 7. schauen. Die habe ich auch noch nicht geschaut.
ist auch so etwas Geniales. Rick und Morty ist bei mir vor etwa 4 Jahren so total, was ist das für ein Scheiß? Oder 5 Jahre. Ich kann null damit anfangen. Das ist so American Trash Trickfilm Bullshit, wo einfach niemand muss sehen. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, am Abend Comedy Central, Adult Swim, bin ich mal hängen geblieben auf dem und plötzlich, ich so, warum gefällt mir das eigentlich jetzt so? Genau. Also einfach nicht. Nachher bin ich irgendwie, das ist einfach nur geil, das ist einfach nur gut, das ist primitiv, das ist genau mein Niveau, einfach so ein bisschen beriesen lassen und eigentlich so extravagant und weiss nicht, ja, einfach so zu viel. Und halt auch ein bisschen an der Grenze von dem, was zeigbar ist von einem Trickfilm. Geil, einfach nur gut, Rick und Morty. Aber hat es bei dir eine Folge gebraucht, dass die überzeugt hat? Oder mehr es sind 1-2 Folgen hintereinander gelaufen und dann hat es mich gehabt, wo ich gewusst habe, mal, das ist besser. Das ist besser als gedacht, ja. Mir hat es dort gepackt, wo ich eingeschaut habe, und da hast nachher dann fliegende Katzen im Wald rumfliegen gesehen, weil sie Zeit splitten und am Schluss die fliegenden Hühner gekommen sind zum Zeit. Die Ideen, die sie alle gefringt hat in dieser Serie, weißt du, es ist so geil. Ich finde auch die Kreativität so geil, was sie dort sprengen. Das ist so erfrischend. Ich hatte jetzt hier etwas von Spoiler, aber ich erzähle nichts von der 7. Staffel. Aber es gibt wieder so... Ja, was? Da, wo der D-Car gesagt hat, dass es, wenn du es eben noch nicht geschaut hast und nur davon gehört hast oder vielleicht so einen Ausschnitt siehst, ich bin voll auf deiner Seite, dass man das wie nicht... Man denkt auch, das ist wieder so eine von diesen Serien, die mich nicht interessiert oder wo überhaupt nicht mein Stil ist. Aber ich bin eben auch der Meinung, wenn man es schaut, dann packt es einem. Ausser es ist wirklich einfach nichts für einen. Das gibt es schon auch, aber... Ich liebe es auch, Rick and Morty. Die unendlichen Fernsehsender, die sind auch immer so verdammt geil. Ja! Mit der anderen mit den Ameisen in den Augen, die nichts sehen, und du kannst spielen, kommen, der brennt und das interessiert mich nicht, wer hat Ameisen in den Augen und so Scheiße. Aber es sind auch so Themen, cool. Alien oder ihre Butler, egal was du machst, lassen einfach keine App für dich entwickeln. Ja. Und der Vater macht es dann gleich, oder so. Bumm, die Weltherrschaft wird an sich gerissen und Menschen werden versklavt. Also, wie kommst du von einer App-Entwicklung? So, weißt du, so, ich klaue dir deine Seele oder die Arschgesichter und so. Weißt du, manchmal frage ich mich schon, woher nehmen sie das? Woher nehmen sie das? Das ist so, also, was konsumieren die, dass ihr auf die Idee kommt? Das ist eben schlimm. Du hast mir heute auch gehört, wegen dieser ganzen Vakuumgeschichte. Das kommt diesen Leuten einfach ins Hirn. Genau. Ja, das ist so, ja. Ich finde die kleinen Witzli... ich finde die kleinen Witzli aber alle noch so geil. Genau, er konsumiert Le Parfait, genau. Das erklärt. Die kleinen Witzli, also... Eins, wo mir bei Rick und Morty einfach immer einfällt, ist, er macht Türen auf und der Rick starrt da einfach nur noch als Eisbein. What the fuck? Ja. Oder als Gurke. Warum? Oder als Gurke. Als Gurke, ja. Ein Pickle Rick. Ja. Da würdest du ja fragen, warum? Das hat jetzt... Erstens mal hat es meistens 0, gar nichts mit der Geschichte in dieser Folge zu tun. Er steht jetzt einfach als Bein da. Und zweitens, warum kann er nicht einfach als Mensch da stehen? Aber dann wäre es aber genau nicht mehr witzig, weil das sind genau die Momente, wo er macht Türen auf, steht das Bein da und du denkst wieder, wow, Mann, was ist jetzt wieder los? aber das ist der Rick, einfach weil es kann und weil er wissen, ob es funktioniert. Aber das finde ich immer geil, wenn du Serien hast, wo eigentlich eine Folge hast, wo etwas mega Wichtiges ist und irgendetwas im Hintergrund passiert. Und das ist aber viel geiler, wenn das so im Vordergrund passiert. Das geht ja auch, glaube ich, von den gleichen. Geht so die Aliens, die auf der Erde wohnen. Und die tun nachher dann Menschen schrumpfen und nachher dann irgendeine so eine riesige Wand, die eigentlich wie so eine Hamsterbox funktioniert. Und dann tun sie immer wieder Menschen verschrumpfen und tun sie rein und dort innen passiert weiss ich was alles für politische Machtkämpfe, Rebellionen und weiss der Gucker was alles. Aber das hat mit der Story, die aussen passiert, überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach geil, ist es dort. True. American Dad macht das auch mit dem goldigen Scheisshaufen. Ja. Das habe ich nie richtig geschaut. Ich habe das immer im Fernsehen mal so. Ist es gekommen, da schaue ich mal rein und dann... Die erste Staffel... Ist alles ein bisschen gleich bei American Dad. Es wiederholt sich ein bisschen similar. Es ist so ein bisschen gefühlt wie die 80er-Jahre-Sendung Alf. Einfach ein bisschen extremer.
Ja, es ist tatsächlich ist es wirklich so, die ersten paar Staffeln sind cool, aber nachher fängt es einfach ab. Ja. Dingseln. Die ganz neuen, die sind so, schaue ich nicht mehr gross. Das ist jetzt Ja. nichts mehr Spezielles. Ich würde aber noch auf eine Staffel kommen, die ich geschaut habe. Eigentlich habe ich noch 2 Serien geschaut, aber die eine ist etwas, was sogar jemand uns geschrieben hat. Und zwar hat mir der Parzival geschrieben. Wir haben ja letztes Mal ein Rätsel platziert. Das, wo von so welchem viel falsch Spiel das wir haben. reden. Genau. Von welchem Spiel dass wir die ganze Zeit schnorren und so. Parzival hat es richtig beantwortet. Es geht um Baldur's Gate 3. Genau, also Und, alle anderen, die Helldivers gesagt haben, die haben einfach irgendwie nicht aufgepasst, glaube oder so. Oder? Also nicht. Und ich muss sagen, er ist ein sehr aktiver Zuhörer und er hat mich eben auch noch gefragt, bist du noch Delicious in Dungeon anschauen? Das ist eine Serie auf Netflix, wo sich eigentlich so ein bisschen mit D&D befasst. Ein bisschen, es ist ein Anime. Und da geht es eigentlich darum, sie wollen in den Dungeon rein und haben nichts zu essen. Und dann sagen sie sich, gut, dann kochen wir halt einfach Monster. Und es ist eigentlich, das Ziel ist, dass sie am Ende seine Schwester gehen retten. Und die haben jetzt die erste Staffel, die ist durch. Das sind etwa 25 Folgen. Und ich muss sagen, ich warte mega gespannt auf die nächste, weil es ist so gut. Es ist gut gemalt, es ist eine interessante Story. Es hat so 2 schwache Folgen, aber es hat dafür dann nachher das Gegenteil. Und du denkst, Alter, wie kann so etwas Schönes und so herzig gemalt so abgründig sein? Und ja, also für jeden, der gerne Animes schaut, der gerne Dungeons and Dragons hat, oder einfach auch Dungeons and Dragons gerne spielt, es gibt da mal Situationen, wo man muss sagen, fuck, das könnte wirklich direkt aus einem Spiel sein, wo wir gerade gemacht haben. Irgendwie wirklich so Ideen oder so Kack, wo wirklich nur Spieler kann in den Sinn kommen. Also ich kann ich sehr wärmstens empfehlen, mag ich sehr. Habe ich gesehen, habe mir überlegt, den Trailer gesehen, hat mich nicht gecatcht, aber vielleicht lohnt es sich doch mal reinzuschauen. Es ist cool, es ist cool. Es hat eine Figur, wo man am Anfang ein bisschen auf den Geist geht, aber eben Black Clover haben wir genau das Gleiche gehabt. Ja, Das sind aber alles Charaktere, die sich entwickeln. okay. Und eben du lernst halt immer mehr über das ganze Zeugs dort kennen. Ja. Also ich habe es mega gut gefunden. Okay, cool. Ja, die steht definitiv. Du hast mir jetzt so manchmal schon von der erzählt, die steht bei mir so weit oben auf der Liste. Also, wenn ich mal mit meinem Zeug durch bin und schaue, die kommt definitiv dran. Der Liste sind Anime. Dort nach Fox Machina. Anime ist ja recht ein weiter Überbegriff. Es ist eine animierte Serie. Punkt. Mhm. Anime. Ja. Also, Ja. Aber es ich definiert hab's- die Szene schon ein bisschen eher nach dem japanischen Anime-Stil, wenn man von Anime redet. Das ist nicht Ja. gleich einfach nur ein animierter Trick. Anime, wenn du in der Regel meinst du einen japanisch zeichneten Trickfilm. Ja, Also ja. ich rede von dem. Ja. Weil Manga Also, ich ist auch meine, der falsche Ausdruck, da habe ich auch belehren lassen. Manga hat nichts mit einem Film zu tun, weil Manga ist der Zeichnungsstil und hat ja nichts mit einer Serie zu tun. Es ist nicht so, dass ich noch gar keine Animes geschaut habe, weißt? Also, ich weiß nicht mehr, wenn er heisst. Ich habe irgendeinen mal geschaut, wo eine irgendwie so ein Monster kann werden oder irgendetwas. Keine Ahnung mehr. Das trifft wahrscheinlich auf Hunderte zu. Ja, aber genau. Also, ja, Vox Machina weiß ich nicht, ob das unter Anime geht. Ich weiß nicht, ob das so ein Zeichnungsstil ist. Ich vermute eher weniger. Dragon Ball und Avatar und also, aber gibt schon einige. Einfach nicht ich vielfach mit dem kindischen Aspekt von diesen Animes kann ich einfach nicht anfangen. Das weiß ich nicht. Troy hat schon lange nicht mehr gesagt. Was hast du geschaut, die Sind wir- Serie? sind- Ja, gell? Dann sind wir noch bei der Serie. Ja. Kannst du auch mit Also Filmen ich anfangen? habe noch eine Serie, tatsächlich, die ich schnell erwähnen will. Die ist aber nicht so neu. Die habe ich tatsächlich auch jetzt nicht diesen Monat geschaut. Aber ich habe sie notiert, weil die kennen nicht viel. Und zwar ist das die Serie Severance. Producer Ben Stiller.
Und ich glaube, sie läuft auf Apple TV und ich finde das eine wirklich geniale Serie. Jetzt haben sie eben die Staffel 2, glaube ich, fertig gedreht. Und irgendwann ist das Jahr, glaube ich, Staffel 2 noch gekommen. Aber es geht in dieser Serie eigentlich darum, es ist so eine mysteriöse Firma um und die bieten ein spezielles Verfahren an, das nennt sich Severance. Und das ist ein chirurgischer Eingriff, wo sich quasi die Angestellten können machen können, wo ihr Arbeitsleben, also die Wahrnehmung und die Erinnerung und alles an das Arbeitsleben komplett lostrennen vom Privatleben. Also man kann sich das so vorstellen, man läuft in die Firma rein, dann kommt der Switch und dann ist das wie ein anderes Ich, also es ist schon das Ich, das es wahrnimmt, aber alle Erinnerungen sind ab dann getrennt. Und das ist natürlich geil für das Ich, das nicht arbeiten muss, weil ich gehe in das Gebäude rein und im nächsten Moment komme ich wieder aus dem Gebäude raus und es ist Feierabend. Aber jetzt sieht man auch die andere Seite. Also das Ich, das dort nicht rauskommt. Also der Arbeitstag fängt an, du machst dein Zeug, gehst heim, in den Lift rein, zack, du bist wieder da, der nächste Tag startet. Und mit dem, ja, es ist auch von der Atmosphäre ist es mega speziell, vor allem auch in dieser Firma drin. Es ist auch von den Charakteren sehr speziell, was dort so abgeht. Man weiss auch lange nicht, was machen die überhaupt in dieser Firma, oder? Und es wird nach dies noch immer ein bisschen aufgeklärt. Und natürlich kommt dann so ein bisschen der Frust auf bei dem Charakter, der in dieser Welt ist, wo er immer arbeiten muss. Und er will dort wie ausbrechen. Ich will jetzt dort auch nichts spoilern, aber natürlich geht es dann so ein bisschen um das und er probiert Sachen und so weiter. Aber die Idee ist wirklich geil. Die Idee ist mega geil. Und ich sehe halt auch so ein bisschen, was für Konsequenzen das hat. Also ethische Fragen werden so quasi ein bisschen gestellt in dieser Serie. Und das Ganze hinterfragt, oder? Ist das wirklich sinnvoll, dass man das macht, oder? Und ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. Also, sie ist ein bisschen von der Atmosphäre her bedrückend, aber sie muss auch ein bisschen so sein. Also das reichert es eigentlich nur noch ein bisschen an, also trägt dazu bei, dass man wirklich dort mitgerissen wird von dieser Story. Ich habe die ein paar Mal gesehen. Also, Werbung ist jetzt übertrieben, aber es ist mir ein paar Mal vor die Augen gekommen und ich habe mir gedacht, das wird verdammt komisch. Irgendein Privatunternehmen hier und da und weiss ich was. Und aber ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, ich glaube, da muss ich gleich mal reinschauen. Und dort spielt übrigens der Schauspieler mit, der bei Fallout mitspielt. Und der Running Joke immer ist, dass er so wie ich aussieht. Ja, ich sehe es gerade. Ja, der spielt auch mit. Oder ein anderer. Ich bin das Foto geschickt habe. Ja. Das machst du eigentlich im Fallout, Mann. Oh wow. Geil. Ja, nice. Hat er irgendeine interessante Filme geschaut? Einen tatsächlich, der mich gepackt hat. Ich habe dir den geschickt, ich weiss nicht, ob du das geschaut hast. Atlas. Ich habe ihn geschaut. Und ich war sehr positiv überrascht gewesen. Es ist ein Film mit der Jennifer Lopez, der auf Netflix läuft. Und es geht um KI. Das Grundthema ist KI. Und eine Frau, die struggelt damit, der zu vertrauen. Mehr sage ich nicht zu dem Film, weil er hat gute Twists drin. J-Lo ist auch so eine Sache, gewisse mögen sie nicht. Ich habe auch Filme von ihr gesehen, wo ich dachte, das hätte nicht müssen sein. Der hingegen habe ich super gefunden. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt. Er ist actiongeladen. Und er hat doch, wenn man genauer die Botschaft versteht, eine tiefgründige Fragestellung auch an die heutige Zeit. Finde ich irgendwie auf Art und Weise. Oder könnte auch ein Einblick sein, wo es mit uns hingehen könnte, wenn die Technologie in dem Tempo, wie man sie entwickelt, weiterführt. Atlas kann ich empfehlen, wenn er ein bisschen auf Science Fiction steht, wenn er auf Mech-Action steht und euch das Thema KI interessiert. Ja, schaut euch den an. Was weißt du dazu, Jack? Du hast ihn jetzt gesehen. Ich bin tatsächlich nicht so hyped davon. Er sieht gut aus, die Effekte und alles sind mega gut gemacht. Thema KI, da gibt er recht. Aber sonst, also meine Notizen beziehen sich auf gute Bilder, schlechte Story.
Die Story Story- ist jetzt nichts, Ist- was du nicht noch schon gesehen hast. Das ist es Es so, hat, ja. es hat auch vor allem teilweise ein bisschen unlogische Wendungen. Sie ist dagegen und plötzlich, ich muss jetzt auch und ich. Da habe Das ich ist auch aber sagen. schnell gegangen, da gibt er recht. Aber die Interaktion von ihr und wie die KI reagiert, das, habe ich Mhm. noch, das hat mich ein bisschen an das Game Titanfall erinnert. So Ja. also das habe ich gut gefunden. Die Story ist jetzt nicht tiefgründig. Du Es hast du ist- so 100-fach genau. gesehen, das ist so. Ja. Absolut. Und ich habe sie sehr absehbar gefunden, halt einfach der Film. Also ich habe schon von Anfang an fast gewusst, nachdem, ich sag's mal, nach 10 Minuten, 15 Minuten habe ich schon ziemlich gewusst, okay, ja, wissen alle zusammen, auf was es rausläuft schlussendlich. Das was ist so. Er ist jetzt der nicht Plot tief. wird Ich sein. kann einfach, Ja. die Bilder sind gut gemacht, es ist auf eine frische Art und Weise erzählt, finde ich, wie das Thema KI dargestellt worden ist, auf einen anderen Weg. Es geht. Also finde ich jetzt nicht einmal. Es ist immer um Androiden gegangen in anderen Filmen, finde ich, oder um einen Chip und dort, Mhm. also weißt, und jetzt ist es einfach, ja, schaut dann, macht euch Ja, ein Bild. Das schaut ist der ihr, genau. einzige Film diesen Monat, den ich wirklich gerade so spontan auf der Liste hatte. Alles andere, was ich gesehen habe, habe ich schon 300 Mal gesehen. Starship Trooper ist mir mal unter die Nägel gekommen. Habe ich müssen schauen. Oder ein Klassiker. Aber das ist so der Film, den ich diesen Monat einfach so neu gesehen habe, wo ich eigentlich auch gedacht habe, das kann nicht gross werden. Aber wo dann besser war für mein Empfinden als erwartet. Ich habe Mhm. mich gut unterhalten gefühlt und bei den gewissen, das langt mir manchmal schon auch. Ja, Wenn ich ja, aus einem manchmal. Film laufe und kann sagen, hey, ich habe mich unterhalten gefühlt, Genau. ich habe Spass am Film gehabt, dann langt das zum Teil auch. Mhm. Absolut. Am liebsten habe ich natürlich Filme, wo ich nicht nach einer Viertelstunde, wie du sagst, schon checken, wie geht es aus. Ja. Oder du jedes Mal schon 5 Minuten vorher rein kannst sagen, jetzt wird das passieren, jetzt wird das passieren. Und du halt einfach nur mit CGI zu bombardiert wirst, nur etwas fürs Auge. Da liebe ich Genau. dann Filme, wo du einen Vollbremser gegen die Wand fährst mit dem Hirn, weil du das einfach echt nicht auf dem Schirm gehabt hast, dass das jetzt so eine Wendung gibt. Aber ja, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr so auf der Liste? Ich mache vielleicht ganz schnell weiter, weil ich habe einen Film, also 2 Filme nur bei mir, respektive 3. Ich habe endlich mal, ich habe es geschafft, aber ich habe ihn noch nicht ganz geschaut, weil mir einfach zu dumm war. Ich habe mal am Web schauen. Und enttäuschend, vorhersehbar und für mich einfach nur das Resultat von dem ganzen Marvel Crunch mittlerweile. Ich bin also, versteht mich nicht falsch, ich bin riesen Fan vom Marvel Cinematic Universe bis zu einem gewissen Punkt und der ist dort einfach erreicht. Das, was sie dort Same, produziert bei mir auch. haben, muss ich sagen, hey, also, jetzt müsst ihr aufhören. Jetzt nehmt euch 5 Jahre Zeit und macht wieder etwas Geiles von mir aus. Aber Ja. Und ich bin auch gar nicht mehr hyped. Das ist so schade. Nein. Ich bin so ein grosser Fan vom MCU. Ich bin immer gehyped gewesen, aber jetzt interessiert es mich nicht mehr. Und ja, ich hoffe, dass wieder mal so eine Phase kommt, wo sie echt geile Filme oder auch Serien bringen. Aber für mich ist das auch im Moment ist das tot und es interessiert mich überhaupt nicht. Ist halt wieder Disney dahinter. ja, das kannst du nicht immer alles auf Disney schieben, aber... Es hat schon eine Es auffällige ist- Gemeinsamkeit, Ja, ja, dass es dann ein natürlich. bisschen bergab gegangen ist. Die auffällige Gemeinsamkeit, es war geil gewesen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat es geil gefunden, hat Geld ausgegeben und die Leute haben gemerkt, Scheiße, da kann man Geld machen. Ja. Ich glaube, das wird schlussendlich, also dass Disney das sicherlich macht, da müssen wir nicht drüber streiten, da gebe ich dir recht, aber ich gehe ziemlich heftig davon aus, dass auch die das DC-Universe machen, dass die das Gleiche haben wollen. Darum haben sie da auch viele Filme rausgegeben, die einfach nur sind. Und es Ja, wird das- wieder rebootet das- und es wird Yeah. nochmal rebootet. und Das es kommt verstehe ich nochmal ein sowieso nicht. Superman. Das verstehe ach Gott, das ist ein Thema, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber Ja. machen. Ja. Mhm. Warum sie das nur mal rebooten, obwohl sie mit dem Ja. Zack Snyder und die fucking verdammt ganze Community sagt, bring den Zack Snyder zurück, der hat genau das gemacht, was wir nicht wollen. Mhm. Ja, Mhm. das beste Beispiel Justice League. Wer Ja, das Original kennt. Und also, ich habe ja Ja. zuerst die Normalversion kennt, nachher habe ich so nach Jahren gecheckt, es gibt einen Zack Snyder Cut. Mhm. Und was ist Zack Snyder? Da habe ich mir Ja. angefangen zu googlen. Das ist der Originalregisseur. Dann haben sie den ausgestrahlt und ich war 1,5 zu fucking 4,5 Stunden. Wollt ihr mich verarschen? Dann noch in einem beschissenen Format hast du den müssen Das investieren. stimmt. Hey, aber du bist von dem Film gehockt und hast mir gesagt, das ist doch niemals der gleiche Film. Der ist ja viel tiefgründiger und
den anderen kann ich gar nicht schauen, da habe ich mich auf Blu-ray gekauft, Ja, da kann ich absolut. wegschmeißen. Also Justice League, der Zack Snyder, bringt den wieder zurück an die Macht, der hat es verstanden. Ja. Wer Ich hat hatte- auch ich Regie hatte geführt Film- beim Original? Joss Whedon. Ja, Hat er genau. Regie geführt? Okay. Ich habe 4,5 Stunden Brecher schon 4-mal geschaut. Das ist einfach super. Das ist Das so wirklich geil. Der einzige Pain ist, dass er nicht auf einem grossen Bildschirm wirklich gross siehst, weil er nicht optimiert ist. Aber Ja. inhaltlich, da gibt es so differenzierte Szenen. Nur zugeschaut, dort, wo sie auftaucht, die Lois wegen dem Superman, vom Kurzen. Sie hat ihn gesehen, dabei bringt sie. Also, weißt, das sind so differenzierte Storylines. Also, da fragst du dich, Absolut. warum hat er das so hart? Also, das andere macht viel mehr Sinn. Ja. Oder der Darkseid. Du hast immer das Gefühl, der Steppenwolf sagt der Darkseid. Wer ist denn eigentlich der Darkseid? Und dann schaust du Zack Snyder. Das ist der Darkseid. Ja, der Kontext fehlt mir im anderen Film komplett. Ja, im Joss Whedon Cut kommt er einfach kurz mal vor. Ich glaube, in einer Rückblendung sieht man ihn. Ja. Mal, wo sie zeigen, dass er wo sie den einen Angriff, glaube ich, zeigen. Gegen die Menschen und die gegen die Götter Rückblendung damals. damals. Ja, da Genau, siehst du, glaube den siehst du kurz. auf dem Schiff Aber stehen, die ja. ganzen Portalszenen und so aus dem Ja, Zack ist alles Snyder weg. Cut. Ja. Alles weg. Das das sind wir ist- uns einig. Zack Snyder, ja. der wäre der Mann fürs DC-Universum, definitiv. Ja. Ja. Ja, der andere, den ich geschaut habe, ich habe vor Ewigkeiten mal, und Entschuldigung, falls man vielleicht irgendwo meine Glocke hört, unser Pfarrer hat wieder mal 4 im Nachmittag, der gibt Vollgas. Also eigentlich hättest du jetzt auch können sagen, du bist am Eierlüften und darum bist du ein bisschen am Glöckeln. Nein, aber es ähm, passt gerade. Es passt gerade. Ich habe einen huere weirden Film geschaut. Und zwar nennt sich der Rebirth. Ich entschuldige mich jetzt schon für jeden, der gar nachschauen oder den Film schaut. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf den Film gekommen bin. Der ist aus 2016. Ist das ein Horrorstreifen? Nein. Ist anscheinend, glaube ich, von Netflix. Ist es, ich glaube, eher so ein bisschen in die Indie-Sparte geht er. Er weiß nicht, dass ich soll sagen dazu. Also ist in die Sparte Bollywood? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Nein. Wie soll ich dir erklären? Das ist Psychothriller, oder? Oder habe ich jetzt verwechselt? Oh shit, nein, das ist nicht der. Rebirth ist ein Fuck. Psychothriller. Nein, okay, Entschuldigung, das ist nicht der. Ich habe den Titel verhängt. Wie hat es dieser geheißen? Netflix ist richtig, aber da. Ja. Nein. Ja, nein, es ist nicht Rebirth. Jetzt weiss ich den Namen von diesem Film nicht mehr. Es ist doch zum Giessen. Wie hat es denn geheißen? Auf jeden Fall, in dem Film geht es um. Jetzt muss ich gleich schauen, ist das doch der? Also Rebirth Doch. ist. Ja, Rebirth oder Resurrected oder glaube ich weiß nicht, wenn er alles genau heißt. Die Apokalypse beginnt, nennt sich der. Ui. Und ich tue erzählen, um was es in dem geht, weil ich wette und ich hoffe nicht, dass irgendeiner den schaut oder muss schauen. Und zwar geht es so darum, in näherer Zukunft hat Killer gelernt, und darum sage ich, es passt gerade, das läutet gerade alles hier, hat Killer gelernt, wenn man Menschen auferweckt. Und wie und so behaltet es geheim, es gibt strenge Regeln und nur sündlos Gläubige unter 65 können auferstehen. Es gibt einen Computer, es gibt Online-Priester und aufgrund von der, es ist ich tue mal aus meinen Notizen zitieren. Die Kirche hat Wiederauferstehen erfunden. Der Fuck. Ganz komisch. Ganz komisch, nicht kapiert. Das ist so mein Fazit gewesen. Das ist so nicht dumm. Also, ja, dumm würde ich es vielleicht nicht sagen, aber das ist so ein Film, den musst du nicht schauen. Der ist einfach, den
Den kann man du einfach hast einfach- vergessen. Du hast einfach gelesen, Sci-Fi-Thriller, da hat es die gehabt. Und Ich am glaub's, ja. wo der Wirklich. voll ist das gewesen. Das sollte ein bisschen nach Science Fiction mal schauen, aber es ist so Sci-Fi. manchmal auf die Nase gekriegt wegen dem. Aber das Gefühl kenne ich, das habe ich auch schon bei einem anderen Film gehabt. Ich weiss die Namen nicht mehr. Du schaust den Film. Während du schauen, hast du aber so das Gefühl, das ist jetzt so ein strunzdämlicher Müll, den du da schaust. Aber irgendetwas hat er, dass du den Ja. fertig schaust. Und Genau. am Schluss ist das Resümee gleich. Ja, das ist jetzt aber doch Zeitverschwendung gewesen. Warum habe ich nicht aufgehört? Aber es hat doch irgendeinen so einen Funke gehabt, wo du gedacht hast, ja, mal. Aber am Ende dann gleich sagst, ja, doch nicht. Ich kenne das Gefühl, ja. Aber das bei ein- Mutant ein- Chronicles. Ein Science Fiction. Sorry, Julnen, ja. Wir kennen das bei Mutant Chronicles. Die ersten 5 Minuten sind hure geil und der Rest ist einfach Nur Müll. Rotz. Es ist nur Müll. Aber ich habe wenigstens einen guten Film habe ich in dem Monat geschaut. Und zwar war das Code 8 Teil 2 gewesen. Oh, den habe ich noch der- auf der Liste. Den habe ich noch auf der Code Liste. 8 der Teil Code 2. 8. Ja, den habe ich auch Der gesehen. ist- Ist der gut? Empfiehlst du den? Es ist eine gute Fortsetzung. Ich bin halt einfach auch Fan von Stephen und Robbie Amell, von diesen zwei Brüdern. Also der eine hat ja den Green Arrow gespielt in der DC-Serie, Ja. Stephen Amell. Ich find sie einfach mega gute Charakterdarsteller. Obwohl beim Stephen Amell, also der, wo der, oder Steven, ich weiß nicht, nein, Stephen, schreibt sich glaube ich mit PH. Bei ihm kannst du eigentlich jedes Mal meinen, egal welche Rolle er manchmal spielt, er ist einfach immer noch der Oliver Queen. Also es ist einfach so kalt und weiss ich mal. Aber es Okay. passt zum Film. Es ist eine gute Fortsetzung, kommt aber meiner Meinung nach nicht an Teil 1 an. Ich habe den gesehen, habe Teil 1 schauen, dachte ich, wenn es schon eins gibt, dann, ich habe den aber nirgendwo gefunden. Der ist auch nicht auf Netflix hat explizit Teil 2 gemacht, nachdem sie gemerkt haben, dass Teil 1 gut war, weil Teil 1 ist ja so ein ich weiß nicht, ob es sogar Crowdfunding. Nein, ich glaube kein Crowdfunding-Projekt war. Aber das ist Wo sehr läuft denn Budget. Teil 1, dass man da überkommt? Ich habe das nicht gefunden. Da Ja, müsstest- musst mal in die tiefe See stechen und den Piratenhut anlegen. Eben, gell? Ja. Weil ich habe gedacht, wenn ich mir ein 2 gebe, sollte ich vielleicht das 1 kennen, damit ich rauskomme. Muss man das 1 gesehen haben, dass man das 2 Ja, versteht? schon. Also Okay. nicht unbedingt, aber es Bringt einem macht viel mehr Sinn. Ja, ja. Okay. Ja. Also du verstehst dann auch den Zusammenhang von diesen zwei Charakteren unter Umständen. Also, ja. Also Was ich würde es empfehlen, einerseits- Teil Was 1 zu einerseits ja schauen. schade ist, weil du ja dann musst dir irgendwie die Mühe machen, um ein 1 zu schauen. Es gibt ja viele Filme, wo du ja das 2 siehst und das 1 nicht müsstest kennen. Aber vom Film her macht es viel mehr Sinn und Spaß, wenn es zusammenhängend ist. Ja. Also ich sehe jetzt gerade, du kannst Teil 1 auf Apple TV zum Beispiel schauen oder auf YouTube kannst du es mieten für 3 Franken oder so. Ah, okay. Plattform, die So. ich nicht brauche. Gut. Ja. Ja, das ist das ist wirklich der einzige gute Film, den ich den Monat geschaut habe. Recht enttäuschend gewesen. Ich tue gerade schnell reingrätschen und sagen, ich habe einen Film geschaut, der sogar einen weniger muss schauen. Godzilla -1. Oh! Ich habe so ein Ghetto im Moment. Sind jetzt im Moment etwa 3 Godzilla-Filme gleichzeitig rausgekommen? Kann das sein? Ja. Oder 2? Ja, es gibt die amerikanische Version, wo sie dort irgendwie am Brügeln sind. Da gibt es, glaube ich, eine japanische, wo nur einer macht. Aber Godzilla -1 ist eigentlich speziell. Gut, so nein ist das auch nicht. Godzilla -1 ist eigentlich gemacht worden für das 70-jährige Jubiläum vom Godzilla. Ah, okay. Und ohne Scheiß. Die Story ist jetzt nicht berauschend oder es ist irgendetwas. Also eigentlich finde ich den Aufbau schon relativ cool. So schnell, es geht ein bisschen so um den Zweiten Weltkrieg, um sonstige Sachen und danach kommt dann eben der Kollege Essig. Und ich muss sagen, also ich habe es folgendermaßen aufgeschrieben. Godzilla-Animation mega geil, sehr getreu dem Original, hat aber leider wenig Screentime, aber wenn er dort ist, dann ist das einfach nur fucking awesome. Okay. Ich glaube, Es da ist weiß ich ja, einfach- was passiert. Ey, es ist. Vor allem, das Gruselige ist an diesem Teil, er hat wirklich teilweise. Weil früher war ja das ein Typ in einem Kostüm drin. Und der ist nicht so gelenkig und bewegig wie jetzt hier der amerikanisch. Es ist wirklich wie der. Wie so Stop and
Go oder Stop-Motion, hast du das Gefühl. Und er hat einfach den irre, starre Blick drauf, den er in den Alten eben auch hat. So Und geil. es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Und eben die Szenen mit dem Godzilla, die kannst du einfach 4000 Mal schauen und das ist immer noch gleich geil. Das ist definitiv mein Highlight von den Filmen, die ich geschaut habe. Ich habe aufgrund von der Lisa bin ich jetzt noch ein paar Sachen wieder am schauen oder wieder ein bisschen am neu schauen. Wir haben hier die Hercule Poirot-Filme haben wir fertig geschaut. Die sind mega nice. Nice to watch. Das sind also Detektivsachen. Und dann haben wir Sherlock Holmes geschaut, die zwei mit dem Downey Jr. mit Downey Robert Jr. Downey Robert Downey Ah, Jr., okay. ja. Die sind super. Und Die sind geil. genial, die sind super, die Filme. Ich Vor finde allem den Soundtrack vor allem geil. Ja. Das ist der Hammer. vor allem, ich habe mich so müssen, ich bin so übergefallen. Ich finde die Szene aus dem Spiel im Schatten, wo sie von Heilbronn flüchten durch den Wald durch. Oh, das Ja. ist so geil. Das ist Absolut. Das ist mit der einfach Bullet nur... Time, mit der Slow Motion. Hey, das sind so Situationen, wenn ich das irgendwie in einem Kino würde sehen, wo es Stuhl hat, ich würde einfach die Stuhl umschmeißen, weil ich es so geil finde. Der Ulf hat davon ausrasten im Kino. Ja, Das ist das einfach geil! Fun Fact vom Sherlock Holmes, die Kampfszenen, die ihr seht, das ist Wing Chun Kung Fu, den ich trainiere und unterrichte. Okay. Abgewandelt, das ist von chinesischen Meistern auf Amerika übergekommen, von Engländern, die das gelernt haben, und sie haben es dort an The Gentle Art of Defense haben sie das genannt. Aber ich kann dir jeden einzelnen Move, den er dort rein macht, jeden Schlag, jede Handbewegung kann ich dir benennen, was aus meinem Stil von Kung Fu kommt. Ja, das ist, Dort, wo das der ist andere geil. nur so abtätscht. Irgendwie so im Zweikampf ist er nur so am Abtätschen. ja, Also also sieht er das so aus. er will ihn ja nicht schlagen. Er gibt ihm nur Flattern. Er will ihn Ja, nicht, ja. bis er ernst wäre macht geil und dann halt wirklich den Triggerpunkt trifft. Und das ist einfach das, was ich gefeiert habe in dem Film, wo ich gesehen habe, wow, Ja. er macht Wing Chun und dann noch, wie er es erklärt, mit den Ellbogen, mit der Tanzsaus. Das- Das ist super. Das ist genau das. Die Sherlock Holmes Filme sind eine der wenigen Filme, wo Bullet Time oder so Slow-Mos richtig geil einsetzen. So, Ja. der erste Kampf zum Beispiel, ich glaube, das war im ersten Film, wo er dort Im voll Ring. auf Fresse überkommt, genau. Mhm. Mhm. Und nachher Sehr geil. so, und jetzt prügeln wir dort, brechen wir zuerst das Rippe, dann dort drinnen und Ja. dann noch die Nase und dann Ja. da Ja, und wie dann er es ist fertig. analysiert, wie er Ja, ja. angreift, weil er so den ganzen Genau. Kampf im Inneren Ja, auch ja. sieht. Und dann kommt der Und nachher echt die Ausführung. Ja, und das ist Auch die die Szene, wo er Ausführung, zack, Ja. zack. Das finde ich vor so Oh, geil. hure ja. geil. Aber weißt du, es ist genau die Szene, du hast es zwar gesehen und denkst aber nachher dann gleich, Alter, was ist jetzt passiert? Genau. Aber eben, vor allem, sie sind gut produziert, sie sind mega cool gemacht. Mhm. Ja, das eigentlich, also, eben, vor allem die Szene, die hat mich so gekittet, Mann. Das ist einfach nur geil. Also ich Ja, würde mich mega freuen, wenn nochmal ein Teil kommt Ja. mit dem Ja. Robert Downey Jr. Er ist Das ein guter muss man so Schauspieler. sagen. Iron Man 4 soll ja kommen. Sie haben das ja habe irgendwie ich eben auch angebracht, MCU, dass der Tony Stark wieder lebendig wird. Ich weiß jetzt auch wie. Ah, du Sie weißt haben- auch wie? Ja, sie haben es geleakt. Wenn das wirklich stimmt, mal schauen, wie gut er wird. Also, das ist so eine Sie- Sache, das schmeckt so nach ein bisschen, komm, wir können noch ein bisschen Geld daraus rausschlagen, Ja. jetzt machen wir halt den Iron Man wieder lebendig. Warum haben wir Ah. dann überhaupt getötet, wenn er ihn wieder zurückbringen? Das Ja. ist wie mit dem Wolverine. Wolverine ist im Film Wolverine gestorben. Wie kann er noch leben? Aber MCU hat eine kleine Hintertür. Ja, Das Moment. Gut, aber Universum. da Nein, finde nein. ich geil. Da finde ich geil, dass er nochmal kommt, Wolverine. Ich bin Ja. sonst auch nicht Fan davon, dass Ja. man echt Tote wieder zurückholt. Ja, Ich glaube, bei Deadpool macht es Sinn. ja Äh, es macht Sinn. Und ich freue mich mega auf den. Vor Ey. allem mit Loki zusammen. Da, das geht um das Ja, ja, genau. Institution von der Zeit, Genau. Keepers, und er holt TVA, ja. das macht Sinn, dass ein Wolverine wieder kommt. Aber ich habe mir auch gedacht, holt nicht ständig Helden zurück, die ihn verrecken lassen haben. Dann hätten sie nicht dürfen verrecken lassen, wenn er noch mehr Pläne True. hätte. Obwohl, ich muss sagen, bei Wolverine, Deadpool habe ich weniger das Problem. Also Ja, eigentlich dort gar habe ich kein dort habe Problem, ich gar keine Mühe. weil Nein, das ist okay. das passt seit dem ersten Wolverine. Das haben ja damals auch hure viel gar nicht kapiert, dass dort der Deadpool eigentlich auch vorgekommen ist. Ja, der in der Ding, der einen- Zugenähte. Genau, das Ja. haben so Der viel gar nicht Wade. kapiert. Der Wade, Ja. ja. Und
haben sich viel gefragt, ja, wer ist denn das? Wie hat das Mund zugenäht und so. Und darum auch, ist das im ersten oder im zweiten Film gewesen, wo er Ja. geht aufräumen. Ja, da auch so das die gleiche Szene. ist im zweiten. Im zweiten. Äh, Der Abspann. Abspann vom zweiten, Ja. wo er Ja. sich selber geht erledigen. Genau. Und Und er sich er ein zurückdreht. Gerät bekommt vom Cable. Ja, genau. Wo er sich hinterrücks erschießt, bevor er den Vertrag zu Green Lantern Ja, unterschreibt. das ist auch so gut. Das ist Ja. auch so gut. Ja, der ist Das ist so gewesen, gut. ja. Auf den bin ich Deadpool, auch sehr gespannt, ja. Das ist so ein Ja, Filmmarke für absolut. sich. I fucking love it, jeden Tag. No, geil, geil. Ja, das Wer hat, Deadpool von passt. wer hat von euch eigentlich das Spiel gespielt? Leider nein. Ich habe es angefangen, ich habe es nie fertig gespielt. Aber das ist so geil. Das ist auch Ich so hab das- gut gewesen. Ich habe keine 10 Minuten können spielen, ohne dass ich gelacht habe wie ein Ja. verdammter Double. Einfach, Das ist- er kommentiert ja die ganze Zeit. Genau. Und das ist so geil. Also Das ist entweder so er oder geil. eine von seinen 2 Stimmen. Ja gut, das stimmt, ja. Es ist eigentlich, Oder Das habe ich irgendwie- gefeiert, ja. es ist eigentlich Oder das perfekte Game für Streamer, die selber nicht viel reden wollen. Spielt einfach Deadpool. Ihr müsst Ja. nichts sagen. Es Nee, du musst passiert alles nichts erzählen. Ja. automatisch. Ja, okay. Oder irgendwie Also wie dort, wo Suicide er- Squad. Dort haben sie auch permanent dumme Sprüche und gehen sich gegenseitig, ficken sie sich dumm an. Haben wir leider nie fertig gespielt, weil es wirklich buggy as hell auf den Markt gekommen ist für den Preis. Suicide Squad, also es ist nicht das Gleiche, nein. Suicide Squad sind Nein, von den einfach so Sprüchen her. dumme Von den Sprüche. dummen. Ja, okay. Deadpool andere ist macht einfach wahnsinnig. Sinn. Und genau. Okay. Das ist so geil. Ich muss das eigentlich mal wirklich spielen, mal richtig Ja. durchspielen. Vor allem, ich finde es geil, wenn eingehst im YouTube Cutscenes, das ist glaube ich irgendwie 1 Stunde und 30 Minuten, einfach Ja. nur Cutscenes. Ja. Einfach nur Cutscenes. Und alles ist geil dran. Also es ist wirklich einfach Mhm. ein geiler Spruch nach dem anderen. Und es ist genau das, was du erwartest. Mhm. Vor allem Vom Ja. Film oder von den Games, so redest du jetzt? vom Game. Das Okay. Geile ist, er macht das Game selber und er muss manchmal selber am Spielentwickler anrufen und sagen, du, warum ist das Spiel da so scheiße? Man, das ist nur schlecht programmiert oder Das ist so. das ist so gut. Und dann wollen sie es so schnell umprogrammieren, damit es wieder geil aussieht. Das ist wirklich, es ist einfach, ja, Ein Traum. das Spiel, das ist wirklich eines der besten Spiele, gewesen, die ich je gespielt habe. Aber es ist nie so aufgezwungen lustig. Ja. Es ist wirklich, es ist einfach gut. Es ist genau der Humor, den du brauchst in diesem Spiel. So, die Herren, hey, ich habe genau gewusst, was passiert. Wir sind schon 2 Stunden dran. Wir haben es halt Hey, einfach Troy, wir völlig haben's geschafft. übertrieben. Ich habe gedacht, Ich- entweder wir ich- schaffen es in einer halben Stunde oder wir übertreiben es komplett. Ich kann nicht einmal meinen Film dürfen bringen. Ah, ja, nein, ja, Jesus. Gib ihm. Was hast du für einen Film? Nein, schau, nein, es ist alles. Also, wenn's jetzt Also, wir haben lang keinen Stress. Wir dauert- können auch. Nein, mach ruhig. Also ich halte es Also, kurz. okay. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir das notiert und jetzt möchte ich das noch sagen. Ich habe einen Film geschaut. Mein Problem ist tatsächlich, ich bin so hinten nachher mit Filmen und ich habe mir jetzt wirklich einen der Monat gegeben. Das ist jetzt nicht der neueste Film. Und ich erkläre schnell, wie das dazu gekommen ist. Es war eine Nacht, gewesen, wo ich nicht schlafen konnte. Und dann habe ich gedacht, hey, statt das jetzt auch im Nest legen und nicht schlafen kann, gebe ich mir einen Film. Also habe ich mir einen Horrorfilm gegeben. Oha. Und ich mag eigentlich Horrorfilme sehr gut verleiden. Meistens finde ich die langweilig. Aber ich habe mir Hereditary gegeben. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Ich finde Jack, du das hast so es nicht, ob ich langweilig den aus. Nein! Hey, also, okay, langweilig. Es ist jetzt nicht ein Actionfilm, logischerweise. Ja, Nein, den habe ich doch aber nicht es ist gesehen. Es ist ein Horrorfilm, wo eben in den Sparten innen ist, psychologischer Horror. Langsamen Aufbau. Oh. ja. Und nachher wird es so richtig heftig. Und es ist ein Film, der lebt nicht von Jumpscares. Ich glaube, er hat auch keine Jumpscares. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Mal, Aber- glaube so 2, 3 am Schluss. Oder ja, gegen Schluss Aber hat's nicht tatsächlich wirklich ein paar. nicht viel. Aber es lebt ein bisschen von diesen Szenen und ich tue jetzt eben nicht spoilern, weil es ist schwierig bei diesem Film. Du hast recht schnell, ist ein bisschen zu viel gespoilert. Aber der Film lebt von Szenen, wo man zum Beispiel im Dunkeln irgendwann im Ecke eine Gestalt sieht. Aber die Szene selber geht eigentlich nie gross darauf ein.
Du denkst auch so als Zuschauer so, sehe ich das richtig, dass dort einer steht? Und so baut es immer mehr auf. Es spielt also mit der eigenen Psychologie ein bisschen. So ganz grob zusammengefasst, ohne Spoilers, geht zu einer Familie, das fängt mit dem Tod von der Großmutter von dieser Familie an. Und nach dem Tod passieren so Ereignisse, so mysteriöse und zum Teil doch recht heftige und gruselige Ereignisse. Also, es scheint so ein bisschen zu spucken im Haus und die Leute haben so ein bisschen, wie soll ich sagen, Halluzinationen, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist wirklich so das langsam aufbauende psychologische Ding, das sie mit dir machen in diesem Film. Und das hat mich recht geflasht. Es ist jetzt nicht ein Film, den ich wieder schauen will, tatsächlich. Aber gute Horrorfilme sind für mich so. Die schaut man einmal, man muss sie nicht nochmal sehen, aber sie machen auch mit einem ein bisschen etwas. Und ich kann euch vorstellen, ich habe noch die ganze Nacht nicht mehr schlafen nach dem Film. Ich kann wieder sagen, kannst du nicht pennen, schaust einen Horrorfilm, schlafen vorbei. Ja. Und ich habe damit gerechnet, ja, Horrorfilm easy, das macht nicht viel mit mir. Aber der hat tatsächlich etwas mit mir gemacht und ich musste sagen, holy shit. Okay. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass der so ist. Zum Teil auch verdammt heftig und auch von den Visuals recht brutal, sage ich jetzt einmal, oder verstörend. Ja, also nicht für schwache Nerven definitiv, aber die so psychologischen Horror mögen, schaut euch den Film an. Also, was ich mich in dieser Sparte erinnere, absolute Empfehlung. also als was ich mich mag erinnern, die Hauptdarstellerin, die Mutter, die spielt wahnsinnig gut. Ja, das ist fucking Next Level Shit. Und das ist, glaube ich, auch vor allem eine Schauspielerin, von der hat man relativ lange nichts gehört. Ja. Ist wieder gekommen und nachher hat sie dort, also das ist wirklich, das ist das, was die dort abgeliefert hat, das ist mega krass. Ich glaube, ich muss den gleich nochmal schauen. Also Horror Du ist gar nicht sagst, meins. Ich mag das, meine Psyche und Seele mag das nicht vertragen. Wir haben jetzt auch letzte 2-3 Monate mal 2 geschaut. Der eine war Ding, da Megan. Dann habe ich gedacht, schaust du mit dem Androiden-Mädchen? Da habe ich mir einfach nur zu Tod gelacht und habe mich echt gefragt, wie kann man so einen Film unter Sparte Horror setzen? Das war jetzt null gruselig gewesen. Und der andere Film war Smile gewesen. Und bei Smile, das ist wirklich so, oh Gott, nein, bitte nicht. Nein, ich habe wirklich unter die Decke verkrochen, weil ich weiss, jetzt kommt etwas gruselig. Aber bei mir hört der Horrorfilm dann auf, ab dem Zeitpunkt. Es gibt immer noch die Wendung, wo du weißt, wer das Monster ist. Oder der Geist. Ab dem Moment, wo der Psycho aufhört, was geht da ab, ist der Film für mich gestorben. Jetzt weiss ich nämlich, gegen was ich kann kämpfen kann. Und dann ist es nur noch lächerlich. Aber bis zu dem Zeitpunkt, ich kann dann auch nicht loslassen. Ich würde, glaube 3 Nächte nicht mehr schlafen, würde ich am Morgen um 2 so einen Horrorfilm schauen. Das verfolgt mich, die Bilder und die Gefühle. Ist vorbei für mich. Vor allem Smile hat ein paar ganz böse Sachen drin. Ja, das sind ganz gruselige. Also, der spielt, das ist das, was ich eben gerne habe an Horrorfilmen. Also das permanente irgendetwas ist irgendetwas ist bedrückt und Smile bringt das eigentlich relativ geil über. Ja. Wo sie durch einen Gang durchläuft und du siehst im Hintergrund eben einen, der irgendwie aufrecht dort sitzt und so ein hässliches Grinsen drauf hat. Und nachher denkst du so, oh, was ist jetzt das genau gewesen? Eben so, das, wie du auch sagst, Troy, dass Figuren im Hintergrund, wo plötzlich denkst, was macht der dort hinten? Habe ich jetzt dort einen gesehen? Ja. Darum muss ich mir sagen, vielleicht muss ich mir den mal geben. Okay, da haben wir ja alle Sparten an Filmen gehabt diesen Monat. So ein bisschen von Sci-Fi bis Horror. Und ich schließe noch schnell ab. Ich habe gehört, es kommt ein Spaceballs 2. Ja! What? Ja! Das habe ich auch gelesen. Let's fucking go! Ich bin ein Mörder, halb Mensch, halb Köter! Ich bin so, also, das kann einfach, in meiner Sicht, das erste, was mir in den Sinn kam, ist, oh, bitte verkacke jetzt einfach nicht. Das kann einfach auf 2 Jahre rauskommen. Nicht, ja. Entweder aber Mel Brooks. Ja, Mel Brooks ist die Hände. Ja, ich meine, ja, klar, sie können jetzt immer noch verkackt. Es kann halt immer noch verkackt werden nach so lang. Ich habe immer kein Problem, wenn sie probieren, nach so vielen Jahren, nach so langer Zeit etwas fortzusetzen. Ich kann einfach auf 2 Seiten, entweder wird es absolut geil oder es wird komplette Katastrophe. Es gibt nichts zwischendrin.
Aber Spaceballs selber hat ja, glaube ich, auch nicht den riesen Erfolg gefeiert zum Punkt, wo er rausgekommen ist. Der ist erst nachher in der Kulturzeit so ein bisschen, der ist ja viel geiler. Also unter uns Nerds ist der viel populärer geworden, hat viel mehr an Beliebtheit gewonnen. Ich glaube, zu Release ist der nicht so der Wahnsinn gewesen. Also da sind mehr Star Wars-Fans, die sich auf die Füße treten gefühlt haben, bis du dann verstanden hast, in welche Richtung das geht. Und dann ist er ein bisschen zum Kult geworden. Und da gebe ich am Jack recht. Jetzt versuchen sie also weißt, das Feeling von damals jetzt nochmal überzubringen. Es sind andere Zeiten. Das ist eine Mammutaufgabe. Eben. Das ist die Gefahr schon gross, dass es dann kann gut sein eigentlich, aber die Community sagt, ja, das war es jetzt nicht, meine Freunde. Oder er wird genial. Das kann natürlich auch passieren, was ich geil finden will. Weil ist cool. Also ich verstehe die Leute schon, wo da frisch rausgekommen sind, nach den ersten 10 Minuten, wo sie nicht durchgehalten haben, bis das Schiff endlich vorbeigeflogen ist, aufgestanden sind und aus dem Kino gelaufen sind. Es dauert ewig. Gut. Ja, gut, aber ich glaube, machen wir hier Feierabend. Es hat doch 2 Stunden gedauert. Also, Ja. mein lieber Schwager, das war zum Beispiel das Feedback von ihm, um das schnell auch einfließen zu lassen. Seine Frage auf Spotify war, wann 2 Stunden Folgen? Voilà. Bitte schön, präsentiert. Bitte gerne. Let's go. Gerne. Der Barracks hat auch noch irgendetwas geschrieben, einfach Kabis. Weiß auch nicht mehr. Finde ich gut. Aber einfach mal noch schnell das Danke, dass ihr so ein bisschen Feedback kennt überhaupt. Auch wenn es nicht viel ist, aber es ist mega schön zu sehen, dass die Leute das hören, auch irgendwo Freude haben anscheinend. Oder denen das etwas bringt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Wir sorgen für gute Laune. Und eben alle, die Spiele falsch geraten haben, nein, es ist nicht Helldivers. Und auch Amul seine Brüder, die du schön reingeschrieben hast, das habe ich super gefunden. Er ist auch falsch gelegen mit dem Spiel, aber er hat es wenigstens schön verpackt. Das Game hat er einfach hingeschrieben, das Game, Doppelpunkt, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Singen und rausgefunden müsst ihr selber, dass es die Melodie von Helldivers ist. Ist es nicht gewesen. Es ist nicht Helldivers gewesen, wo wir denken, Baldur's Gate gewesen. Immerhin ist er nicht eingeschlafen. Ja, Naja, aber gell. es sei ihnen verziehen, gell? Denn Helldivers war auch lang sehr aktuell gewesen. Ja, natürlich. Aber es ist so, nach ein paar Folgen ist es immer so das Meme zwischen uns, zwischen dem Mullen und mir, dass wir es nie geschafft haben, um Baldur's Gate herumzukommen. Es ist immer, irgendwie haben wir es ist immer wieder zur Sprache gekommen. Okay, Ich glaube, vielleicht irgendwann machen wir mal irgendeine so eine spezielle Folge, einfach Baldur's Gate. Wo wir mal ein paar Leute holen, die sich gespielt haben, die sich ein bisschen da drinnen kennen. Und die Folge nennen wir Baldur's Great. Baldur's Great. Das ist nice. Das ist gut, dann gut. Dann machen wir einen Plan. Ich habe es nie Genau. gespielt, ich habe viel zugeschaut, habe es aber selber nie gespielt. Vielen lieben Dank, dass ihr euch da bereit erklärt habt. Troy, Dicor, vielen lieben Dank. Nochmal ein Aufruf an alle. Schau bei diesen 2 Danke vorbei. euch. Danke vielmals fürs dabei sein. Merci. Und Jolen, hast du noch irgendetwas? Es ist heiß. Kann ich nicht es ist, bestätigen. Aber Und ich muss 30,6 Grad bei mir. dann machen wir jetzt Feierabend. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, nächsten Monat. Und vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Bye bye. Ade.